So, hallo zusammen. Schön, dass ihr da sind. Ja, heute ist wieder regulärer Streaming-Tag. Es ist Dienstag, glaub's. Hi Luna, schön, dass du da bist. Und hallo Skylar. Schön, dass ihr beide da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet einen schönen Tag. Und ja, und hallo Pferdemädchen. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ähm, ja, ich war wieder mal viel zu sehr in meiner Geschichte drin. Und die lässt mich so auftauen, könnte man so sagen. Ja, also aufblühen, könnte man sagen. Und wie geht's euch allen so? Das Halloween-Event stimmt. Genau, ich level heute Starfield, das Lieblingspferd von einem meiner Figuren. Guck. Und ja, das ist das Audra, also das magische Pferd mit dem blauen Geweih. Und ja, nicht sehr gut, aber egal. Okay, Luna, ich habe ja schon vorhin im anderen Stream gesehen, bei Alex, habe ich auch zugesehen. Da hast du das auch geschrieben, deshalb ähm, wäre es gut, dich einfach da abzulenken. Und ja, wie geht's dir? Pferdemädchen, mir geht's sehr gut, wie eben gesagt. Und ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich habe jetzt so eine Idee für eine Geschichte, aber weiß nicht, wie ich anfangen soll. Okay. Ja, der Anfang ist nicht immer so einfach, aber versuch einfach mal einfach irgendwie zu beginnen mit einem ganz einfachen Satz, wie zum Beispiel, sie saß auf dem Sofa. Oder irgendwie sowas. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage und hoffentlich geht's dir auch gut. Und ja, uns Kylo geht's eigentlich ganz okay. Okay, das ist doch gut. Ich weiß, dass du da warst, oder besser gesagt, ich gehe immer davon aus. Ja, ich bin so eine stille Zuschauerin bei Alex. Meistens. Und ja, ich bin eigentlich bei vielen anderen Streamern eher so die stille Zuschauerin. Weil ich habe das Gefühl, ich rede einfach viel zu sehr von mir selbst und ja. Hey, hallo Ruby, oder? Nix off. Du warst Ruby, richtig? Ja, mir geht's richtig gut, habe einfach Geburtstag. Oh cool, Lena, alles Gute zum Geburtstag. Freut mich. Hey Luna und Wolki. Hey Ruby. Hoppala. Ja, war richtig super. Okay. Ja, alle anderen wünschen dir auch gerade alles Gute zum Geburtstag. Hoffentlich hattest du einen super Geburtstag. Ähm, hoffentlich konntest du deinen Tag genießen und es ist ja noch nicht Mitternacht, also hast du noch, Moment, 5 Stunden hast du noch Geburtstag. Also genießt diese 5 Stunden und ja. Äh, okay. Ich gehe auch mal on, aber auf Server 12. Alles gut, Skylar, mach du das. Ich bin nicht auf Server 17. Es ist schon lange nicht mehr seit Anfang des Streams so viel los. Ähm, ja, habe neue Kopfhörer bekommen, weil ich meine tausendmal kaputt mache. Oh nein. Und dann pass auf neuen Kopfhörer auf. Wenn ich fragen darf, von welcher Marke sind diese Kopfhörer? Ich warte vor dem Portal. Okay. Welches Portal gehen? Ah, da. Neue Frisur, Luna. Und neues Make-up. Sollte eigentlich lernen, werde gerade ein bisschen von Tests überrumpelt. Oh je. Du kannst zwar nebenan äh, ein bisschen lernen oder so, wenn das irgendwie geht. Das sieht cool aus. Ich mag diese Frisur auch sehr. Immer noch auf Moonlight. Und ich auf Starfield. Oh nein,
Hängt der Stream gerade? Kann das sein? Grundig heißen die, keine Ahnung. Okay, dann ist es was anderes. Okay, das Vogelscheuchenberg-Rennen. Ich weiß nicht, welche Marke. Okay. Ähm, ist auch okay. Ich hoffe, mit der Lautstärke passt da alles. Ja. Nein, der hängt nicht. Okay, dann hat es bei mir nur irgendwie aus irgendeinem Grund geladen. Und ich weiß nicht warum. Bin schon die ganze Zeit dran, mag jetzt langsam nicht mehr. Dann mache eine Pause, Skyler. Wenn du merkst, dass du langsam nicht mehr magst, einfach pausieren, weil sonst bringt es nichts, dich da durchzuquälen und am Ende, wenn man nicht motiviert ist, dann lernt man wahrscheinlich nicht so gut. Ups. Also am Lernen. Okay. Und Tipp. Halloween machen ich und meine Freunde Geburtstagsparty. Also meinst du an Halloween? Oder darf ich gleich wieder Foto? Klar, Luna. Also da in-game natürlich. Du kannst immer Fotos machen, wenn dein Speicher das zulässt. Ich hätte da gerade in alles Mögliche rein. Ja, 31.10. Okay, ja, das ist dann Halloween, diesen Freitag. Oh, das wird so toll. Ich muss noch Halloween planen, so wie letztes Jahr. Ah, letztes Jahr war Halloween so toll. Ich habe alles bis auf die Stunde geplant und es lief alles genau so ab. Inklusive Kochen und alles, das ging alles einfach perfekt auf. Das ist mein Speicher eigentlich nicht so, aber egal. Okay. Na gut, ich mit meinen 1,5 Terabyte Speicher auf dem Handy. Ähm, genau. Bin gleich wieder da. Alles klar, Skyler. Weiß jemand, was ich an Halloween, als was ich an Halloween gehen soll? Es gibt Klassiker wie zum Beispiel Hexe, Zauberer oder Mumie, Zombie. Oder was ich jetzt machen würde. Also ich habe schon mein Halloween-Kostüm, aber das ist ja und genau. Und abends gehen wir Süßigkeiten sammeln. Oh, schön. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich das nie durfte. Ich weiß nicht warum. Gut, Kürbisjagd. Werwolf. Ja, zum Beispiel. Oder ich selbst würde jetzt als Pilotin gehen. Ich weiß es nicht gruselig, aber äh, genau. Ich habe ja da mein Kostüm dafür. Also nur passe ich da leider nicht mehr rein. Oh je. Wieder da. Okay, welcome back, Skyler. Ich habe heute auf dem anderen Account so viel da in den Golden Hills gequestet. Ich war wieder. Ich habe bald Level 15 erreicht, das heißt, ich kann Palästinotal. Mir fehlen nicht einmal mehr 1000 XP. Und ja. Vielleicht kann ich morgen sogar schon ins Dinotal mal schauen. Okay, das doch auch nicht. Diesmal bleibe ich lange in Live. Okay, das ist doch cool, Lena. Solange du dadurch nichts anderes vernachlässigst, ist das völlig im Rahmen. Okay, das ist doch auch nicht toll. Wo bist du, du Kürbis? Da, perfekt. Hallo. Ja, komm dahin, du. Nein! Er kann eh nichts machen. Okay. Wo ist denn der jetzt hin? Da sind wir noch nie weggelaufen. Aber ich weiß, dass sie das können, aber erst jetzt.
Ah. Aber wenn ich weiß, dass Lena die ganze Zeit dabei ist, dann weiß ich, dass ich nicht, zumindest nicht alleine bin. Weil alleine streamen kann man schon, aber es wird schwieriger, etwas zu sagen. So, wo seid ihr? Ups, kurzer Lag. Ja, es ist dann nicht gut, wenn keiner da ist. Ja, also ich bin mir schon gewohnt, alleine zu reden, aber das sind dann private Themen wegen privaten Level Talks, die ich immer gemacht habe. Die gingen halt so lange wie ein normaler Stream, aber doch konnte ich über das reden, was ich, also auch über private Dinge, die aber dann nicht in den Stream gehören. Und dann ist es einfacher zu reden als, ja. Okay, da irgendwo war einer. Aber wo, da oben? Ja, perfekt, da ist er. So, ich habe alle drei perfekt. Es kann sein, dass es mit der Konzentration heute wieder nicht so läuft bei mir. Weil immer wenn ich so in meiner Geschichte vertieft bin, lässt meine Konzentration extrem nach. Es ist eine... Ah, das habe ich schon gelesen. Warum folgen dir die Kürbisse? Das weiß ich nicht. Ähm, Weil sie haben wohl einfach Lust drauf, mir da zu folgen. So. Gute Nacht, schlaft schön, träumt was Schönes. Nein, diese Musik klang gerade sowieso Einschlafmusik. Okay, weiter geht's um Schaurgen Trailrit. Muss Küche aufräumen. Oha, okay, viel Spaß. Du kriegst es hin, Ruby. So. Ich weiß, wie das ist, wenn man die Küche aufräumen muss. Wo ist der letzte Kürbis? Ja, der letzte ist meistens ein bisschen fies zu finden. Werde ich haben. Ja. Dann viel Spaß, Ruby. Ja, du wirst es schaffen. Genau. Ich sollte vielleicht auch mal bei Gelegenheit meine Küche aufräumen. Oh je. Meine ganze Wohnung sollte ich mal aufräumen. Aber nein, Klein Gabi ist zu faul dafür. Dann kann man Gurke nebenbei weiter. Okay, das kann man auch machen. Ich hole mir Snacks. Cool, was für Snacks? Chips, Gummibärchen oder Popcorn. Was ist das? Kürbis. Ah, das habe ich letztens. Ah, das Buch. Kürbis ono. Was? Kürbis Onomikron. Leitfaden, okay. Ah, mein Handy dachte sich gerade so, ich starte mich mal neu, ich kriege eine Krise. Oh nein! Na gut, mein Handy hat auch schon so solche Dummheiten gemacht, also ähnliche, aber keine Ahnung, glaube ich, Gummibärchen. Dann lag ich ja richtig mit meiner Vermutung. Ich helfe dir aufzuräumen, Wolke. Danke, Lena. So als moralische Unterstützung. Bin Erste, juhu. Ja. HGW. Gehen es so. Alles klar, Luna, mach du das. Du musst ja nicht zwingend mitspielen. Weil hab so viele heute bekommen. Ich kenne da jemanden, der Gummibärchen über alles liebt. Ich war letztens, also gestern, einkaufen und dann habe ich so für Halloween ein Pack Gummibärchen gekauft. Und dann musste ich einfach so grinsen, weil ich an diese Person gedacht habe. Und dann ich so, nicht grinsen, es ist nicht lustig, hör auf zu grinsen, andere schauen dich sonst an.
Und dann ich mich so voll am Beherrschen, so jetzt einfach nicht grinsen. Und was mache ich? Ich grinse. Und ja, explosiver Zaubertrank. Okay. Weil, weil lieber schreiben. Okay, das kannst du auch, Luna. Also schreiben eine Geschichte oder da im Chat. Ah, ich kenne das MG, das ist so schlimm. Ja, ich bin schon richtig in Weihnachtsstimmung. Ruby, es war noch nicht einmal Halloween. Und du kommst da mit Weihnachtsstimmung. Na gut, ich meine, warum nicht? Jedem das seine, oder? Mein Handy war heute aus Versehen in der Waschmaschine. Skyler? Im Chat, okay. Gut, dann geht's weiter mit dem normalen Level. Starfield ist bald Level 9. So. Gut, ab nach Moorland. Aber es funktioniert noch. Okay, das ist die Hauptsache. Also ich glaube, mein Handy würde es nicht überleben. Also, let's go. Dann habe ich wieder 100 Jahre Süßigkeiten. Ja. Dafür hast du dann immer etwas zu snacken, also. Und kommt Luna mit Winter-Emojis. Wegen Halloween und Geburtstag. Es ist sicher cool, kurz vor Halloween Geburtstag zu haben, oder? War jetzt eh schon zum zweiten Mal in der Waschmaschine. Mein altes ist nach ein paar Mal nicht mehr angegangen. Oh je. Das ist doof. Okay. Ja geht, weil man kriegt dann so viel Süßigkeiten wegen Sammeln und so. Ja, ich wäre froh gewesen, wenn ich das damals hätte dürfen. Ich habe nie raus. Ich hatte nie die Erlaubnis rauszugehen, leider, obwohl ich es immer unbedingt wollte. An Halloween, aber. Tja, Wolke kennen wir Sommergeburtstagskinder nicht. Ja. Dafür haben wir schön warm an unserem Geburtstag meistens. An meinem Geburtstag dieses Jahr war irgendwie über 30 Grad. Und ja, es war nur ein bisschen warm. Nee, im Regen. Oh je. Na gut, es gibt so Jahreszeiten, bei denen es immer regnet und wahrscheinlich trifft es genau diese Zeit, bei der du Geburtstag hast. Wo hast du Sommergeburtstag? Ja, habe ich. Und Level Up, aber das mache ich erst nach dem Rennen. Aber ich kann sie wie schon verstehen, dass du nicht gehen durftest, weil sonst ist mal jemand. Oha. Okay, Skyler, Triggerwarnung bitte. Ja, es gab immer solche Leute, die so Eier an Wände geworfen haben und sich einfach nicht benehmen konnten. Ja, und deshalb durften wir wahrscheinlich nicht raus. Außer in Begleitung meines Vaters. Aber dann gingen wir an ein
anderen Ort. Ja, weil ich wollte immer so einen echten Geist sehen und so und dann, ja, kannte mein Vater das für einen Ort. Diese Person mit Gummibären, die liebe ich. Hab nur Gummibären bekommen und eine Schokolade. Warte. Okay. Also anderes Thema, Leute. Ähm, wir nehmen da Rücksicht auf Luna und auf alle anderen, die ein bisschen empfindlich sind. Genau. Aber hey, Halloween einer der besten Feiertage. Also, finde ich. Ich will eben Leo, sonst schaffe ich das nicht. Mach du das, Luna, unbedingt. Leo wird dir da schon ziemlich helfen. Und vielleicht noch Nero. Vielleicht kannst du ihn auch noch dazu holen. Dann bist du schön geschützt und alles und die beiden passen auf dich auf. Ja. Alles gut, Luna. Genau, alles gut. Oder war das eine Frage? Äh, ups. So. Frage. Okay, das war eine Frage. Ich dachte, du hast einfach gesagt, so alles gut, Luna. Aber das wäre auch schön gewesen. Okay, dann. Das hier. Er holt mich dann wieder sozusagen zurück, hoffe ich mal. Ja, so wie bei mir mein Plüschäffchen. So als emotionaler Anker. Wenn alles zu viel ist, dann holt man sich diesen emotionalen Anker, kuschelt ein bisschen und dann erdet man sich sozusagen wieder. Und genau dafür hab ich mir ja das Plüschäffchen gekauft. Es ist ja nicht irgendein Äffchen. Genau. Ja, Tiere sind immer gut. Das ist so. Weil die verurteilen einen nicht, sind einfach da für jemanden. Und ja. Ja gut, vielleicht verurteilen sie, aber sie sagen es nicht. Ich weiß nicht. Aber sie freuen sich wenigstens, wenn sie einen sehen. Also, ja. Bin fertig mit Küche aufräumen. Oh, nice, Ruby. Und wie war's? Konntest du alles erledigen, alles am Stück, oder? Äh, meine Fische können reden. Jetzt wirklich? Nein. Ich meine, wenn du dir das vorstellst, dass sie das können, dann warum nicht? Er wurde halt so trainiert, dass wenn er merkt, dass es mir nicht gut geht, dass er dann zu mir kommt oder mich. Oh, sowas wie ein Assistenzhund, Luna. Das ist ja mega toll. Mega schön. Oh je. ähm, ja, Küche aufräumen ist sein Ding. Aber ich muss sagen, Wäsche zusammenholen, sortieren und waschen ist noch viel schlimmer. Weil bei mir stapelt sich meine Wäsche ständig auf dem Boden und dann, ja, mehr sag ich da nicht. Ja doch, blub blub. Okay, wurde bewiesen, dass Fische wirklich blub blub machen. Alarm. Was für ein Alarm, Ruby? So. Okay, let's go. Keine Ahnung.
Okay. Na dann viel Spaß mit deinem Alarm. Solange es kein Notfallalarm ist, wie zum Beispiel Feuerwehr oder so, ist alles gut. Der Aufräumalarm, genau. So, Alarm, Alarm, Wolke muss. Morgen habe ich Unterstützung und dann geht's viel leichter. Wird es drin, wenn ich meinen Tag. Oh je, Luna. Aber dafür kannst du dich dann ein bisschen ablenken im Stream. Und ich hoffe, ich kann dir dabei helfen. Und wenn dich irgendetwas beschäftigt, kannst du immer auf Discord schreiben, wenn du möchtest. Egal, mache ich später. Ah, oh mein Gott, das habe ich gar nicht gelesen. Entschuldigung. Ich muss nochmal was üben, als ich so ein Gedicht auswendig lernen habe. Die ganze Zeit von mir hergeschoben. Ja, okay, dann kannst du das schon später machen, aber lieber. Ja gut, lieber später als nie, oder? Es wird bald besser gehen. Ja, Leo ist ja da. Genau. Ich sollte wieder mal mit Aki spielen. Er ist wahrscheinlich schon auf Entzug. Und will unbedingt spielen. Und er sitzt da neben mir und schaut mich so an und denkt, wann spielst du endlich wieder mit mir? Bibu. Falls ich da irgendeine Nachricht überlese, bitte weist mich darauf hin. Ich mache das auf jeden Fall nicht absichtlich. Wer will Snacks haben? Ich. Nein, ich habe meine eigenen Snacks. Also wenn es Gummibärchen sind, kenne ich da jemanden, der voll drauf abfährt. Aber alle im Stream triggern immer bei Alex auch schon. Klar, die wissen das vielleicht nicht, aber trotzdem. Ja, es ist ein bisschen schwierig, da auf alle zu achten. Aber ja, ich versuche da mein Bestes. Gut, dann ab nach Fort Pinta. Ich Lena, hast du Cookies? Stimmt, Cookies sind auch mega fein. So Cookies. Und Chips irgendwo. Chips sind auch fein. Salzige Paprika oder ganz andere. Oder Pringles oder was gibt's noch? Aber dieser Moment, wenn man einfach in den Supermarkt geht, Gummibärchen kauft und man jetzt mal grinsen muss, wenn man die sieht. Ich glaube, das habe auch nur ich. Na gut, meine Streams sind etwas speziell. Da wird über Lieblingsbäume, Lieblingssteine und Gummibärchen geredet. Gibt es das bei anderen Streams auch, dass andere über Gummibärchen reden? Heute ist es kalt, ne? Ich war heute nicht draußen, aber ich vermute, dass heute kalt war. Ich darf keine Gummibärchen. Oh nein! Das ist ein bisschen schade. So, diese Känguru und Sour Cream. Okay, die kenne ich jetzt nicht, aber ja. Habt ihr eine Lieblingsfarbe bei den Gummibärchen, wenn ihr esst? Weil die Person, die ich kenne, die liebt die roten Gummibärchen. Weil ich muss da nochmals durchgehen und sicher gehen, welche das er wirklich gerne hat. Vielleicht sind es nicht die roten, vielleicht sind es die weißen oder so.
grün, rot und bei manchen weiß. Okay. Gelb und grün, lecker. Okay, grün ist scheinbar bei euch ziemlich beliebt. Ich muss wieder mal ein paar essen, um zu sagen, welches meine Lieblingsfarbe bei denen ist. Ich mag blau. Oh, blaue Gummibärchen gibt es leider nicht. Diese Person, die ich da meine, die wünscht sich extrem blaue Gummibärchen, weil Gummibärchen sein Lieblingsessen und blau seine Lieblingsfarbe. Und das kombiniert, ja. Nee, blau gar nicht lecker. Es gibt blaue Gummi, also nicht in Form von Bärchen, aber ich glaube irgendwie so Gummischlümpfe oder so gibt's. Die sind dann blau. Aber das sind ja keine klassischen Gummibärchen. Blau schmeckt mir nicht so gut. Okay. Doch Blau gibt es jetzt wirklich. Also wirklich in Form von Gummibärchen. Da muss ich mal auf die Suche gehen, weil da muss ich die mal essen. Bisweilen probieren. Oder gibt es die nicht in der Schweiz? Ich mag die roten am liebsten. Ja, die roten sind auch gut. Ja, for real. Boah, da muss ich nachher nachsehen. Ich muss die kaufen. Dann kenne ich ja jemanden, der da voll drauf abfährt und nur noch blaue Gummibären isst. Wie cool, das wusste ich gar nicht. Das ist völlig an mir vorbei mit dem Blauen. Wie cool. Moment, ich muss nachschauen. Jetzt habt ihr ein bisschen coole Musik. Blaue Gummibärchen. Oh mein Gott, da gibt's ja. Jetzt wirklich Bilder. Oh mein Gott! Blaubeere! Blaubeeren, Gummibärchen! Oh mein Gott, das sind sicher richtig, richtig gut. So, Entschuldigung, ich muss einfach schnell nachschauen. Oh, Blaubeeren, Gummibärchen. Ich liebe Blaubeeren. POV, Wolke, Livestream, welche Gummibärchen mögt ihr? Ja, ist doch so. Wir haben schon über Gummibärchen geredet eben. Wir hatten es über Lieblingssteine, wir hatten es über Lieblingsbäume, wir hatten es über Züge, wir hatten es über den Zürcher Hauptbahnhof. Wolke geschockt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ich muss die kaufen jetzt, ohne Witz. Aber ich muss zuerst schauen, wo in der Schweiz die existieren. Weil Blaubeeren, Gummibärchen. Boah, hahaha, okay. Ich flippe fast aus, weil diese Person, die ich kenne, die würde da mehr ausflippen als ich jetzt. Den blauen Gummibärchen. Aber ich sag nicht wer, nur eine Person, die ich kenne. Moment, kann ich da nebenan schnell schauen, ob die irgendwo verkauft werden? Moment. Sweets? Nee. Okay, Moment. Die haben's. Nein, das ist was anderes. Mann. Oh, die Haifisch sind auch ganz gut. Blaubeere. Okay, ich schaue ein andermal. Wolkis Vorrat immer noch blaue Gummis. Gummibärchen. Was meinst du mit Vorrat? Ah, Vorrat! Ach so. Ja, da wird dann nur noch aus blauen Gummibären bestehen. Welcher Streamer am Abend vertreibt Kummer und Sorgen? Krasses Zitate mit Luna. Keine Ahnung, was ein Zitat ist. Was laber ich? Nein, Zitat ist korrekt in diesem Sinne. Aber freut mich, dass da Kummer und Sorgen vertrieben wird. Das freut mich sehr. Ich habe mich jetzt gerade ernsthaft über blaue Gummibären gefreut. Ich meine, why not, oder? Ach. So.
Ich habe jetzt so Lust auf Gummibärchen. Jetzt wirklich. Ich habe zum Strand rennen. Hat es da irgendetwas zum Einsammeln? Ja, Moos. Ich wollte mal wissen, was die Mehrzahl von Moos ist. Da habe ich etwas völlig Falsches gesagt und dann habe ich ChatGPT gefragt und sagte der, ja, da gibt es nicht wirklich eine Mehrzahl, so die Moose oder einfach allgemein das Moos. Nicht so, ups. Und dann kommst du morgen mit blauen Gummibärchen zu kaufen und dann zur Wolke. Das klingt nach einem Plan. Nein. Ich muss nachher echt mal sehen, wo man die kaufen kann. Wolke kommt nicht mehr klar. Es gibt blaue Gummibärchen. Ja, ich habe die echt noch nie gesehen. Das muss in meine Geschichte rein, die blauen Gummibären. Also blau ist eigentlich nicht meine Lieblingsfarbe, aber es hat so sehr mit meiner Geschichte zu tun, dass ich die einfach haben muss. Und ja, der Wolke, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ah, schön. Ich weiß auch, wer es wohnt. Na gut, offensichtlich. Und wo wohnt mein schönes Haus? Natürlich auf der Erde. Ich auch, Lena. Okay, Leute, ja. Ich will euch jetzt nicht auf blöde Ideen bringen, aber ich habe mal ChatGPT gefragt, was er alles über kleine Wolke 25 weiß. Und das könnte durchaus etwas unheimlich werden. Soll ich sagen? Wenn du möchtest, Luna. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du es weißt. Äh, neben mein Haus. Wenn du in der Schweiz wohnst, kann das durchaus sein. Aber die Chance ist sehr, sehr, sehr gering. Auf der Erde. Natürlich, Luna. Nicht auf der Raumstation. Oh Mann. Ich habe eine ganze Raumstation erfunden. Das ist voll cool. Oh nein, sorry. Alles gut, Lena. Eine fortschrittliche Raumstation namens Vega 2. Irgendwo zwischen der Erde und dem Mond. War noch nie in der Schweiz. Okay, dann könntest du vielleicht mal dorthin, weil es ist ziemlich schön da. Volker, ich weiß ein wichtiges Detail, wo dein Haus wohnt. Okay, kannst du zumindest mal. Also, der Kanton habe ich ja schon mal gesagt, das sollte eigentlich klar sein. Und dann hau mal raus damit, Skylar. Ich bin gespannt. Volkes Wunderland, wo es blaue Gummibärchen gibt. Ja, und zwar kaufbare blaue Gummibärchen. Oh, ich kann nicht mehr. Alles gut, Lena. Okay, nein, Hilfe, ich bekomme Erinnerungen von meinem Traum gestern. Auf was bezogen, Luna? Es wohnt nicht neben meinem Haus und auch nicht in der Nachbarschaft. Das kann sein. Ich meine, mein Haus hat jetzt keine Gefühle oder so. Es wohnt ja sozusagen nicht, es wurde einfach nur gebaut. Ich schreibe gerade mit meiner Halbschwester, also sie ist wie eine Schwester für mich. Ja, eine Halbschwester, ich weiß, was das ist. Okay. Es hat gerade etwas speziell geklungen, finde ich. So. Das machst du toll. Danke, Steve.
So. Welches Thema jetzt? Gummibärchen. Ich habe gestern Nacht geträumt, dass ich... Klingt harmlos, aber... Oh no. Okay, Themawechsel, Luna. Wir können über das Weltall reden, weil es einfach nur cool ist und ich da meinen Space Shuttle nebenan habe. Und ich liebe das Weltall. Über Wolkes Wunderland mit Gummibärchen. Ja, warum nicht? Dann weiß ich schon, wen ich da einlade. Weil diese Person, wie schon tausendmal gesagt, die liebt Gummibärchen extrem, ist sein Lieblingsessen. Jetzt wirklich offiziell kennen. Genau. Man sagt bei Geschichten, dass etwas kennen ist, wenn es ein Gummibärchen Space Shuttle. Nee, es besteht aus Lego, nicht aus Space Shuttle. Aus Gummibärchen. Was? Okay. Ich bin weird, okay? Also. Nein, meine Lego Discovery ist es. Und sie ist mega schön. Ich liebe dieses Lego. Hehehe. Ja, hehehe, indeed. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Oder wie geht's? Kommt jetzt random, aber ich krieg eine Krise wegen den Witches. Ist auch im Club. Die machen mir alle so Freundschaften kaputt. Oh nein, das ist doof. Es gibt keinen Gummibärchen-Emoji. Oh nein, das darf doch nicht sein. Na gut, es gibt so einige Emojis, die es nicht. Warte, was? Ähm, Es gibt so einige Emojis nicht, die aber richtig cool wären. Ich glaube, ein Space Shuttle gibt es auch nicht. Es gibt keine Leuchttürme, es gibt. Was gab es noch nicht? Ja, also diese beiden regen mich am meisten auf. Leuchttürme und Space Shuttles, dass es die nicht gibt. Aber ein Gummibären-Space Shuttle wäre noch ganz cool. Ich würde das sofort essen. Aber es gibt Schokoladenflugzeuge. Die kommen schon eher ran. Ich hatte mal eins, das war voll lecker. Eine Boeing 747 war das. Aus Schokolade. Was das? Irgendein Buggy oder ein Safari-Auto. Könnte das sein, dass das ein Safari-Auto ist? Einfach in einer anderen Farbe. Es gibt halt so unnötige Emojis, wo wahrscheinlich niemand ernsthaft verwendet. Und dann, ja, diese Logik. Ja. Braucht aber kein Mensch. Also, wenn ich jetzt auf eine Safari gehen würde, dann wäre ich um so ein Emoji vielleicht sogar froh. Also, wer weiß, vielleicht irgendeine einzelne Person benötigt irgendein ganz, ganz bestimmtes unnötiges Emoji und da kommt eine mit einer Toilette. Ja, Toilette ist aber noch ein wichtiges Emoji, finde ich. Und wahrscheinlich Hände waschen und Wassertropfen. Ja, ja. Aber es gibt auch kein Seepferdchen-Emoji, glaube ich. Ups, ganz ruhig, Starfield. Komm schon. Und wen haben wir da? Enchanted irgendwas. Die Klo-Armee. Let's go. Der Toiletten-Emoji ist wichtig, nutze ich jeden Tag. Wirklich, Luna?
Gut, ich meine, wenn man schnell auf die Toilette muss. Okay, Lena, übertreib's nicht, okay? Ich finde Toiletten halt einfach witzig. Aber sie erfüllen ihren Zweck, also genau. Meistens. Uppala, ich habe einmal Starterlaubnis bekommen. Ready for a lift-off, oder wie das heißt. Runway cleared for takeoff. Okay. Das braucht kein Mensch. Vielleicht das Zahnrad. Brauchen vielleicht irgendwelche Techniker oder so. Warum nicht? Muss das Ring mal üben. Anfangen. Bis bald. Okay, bis bald, Skyler. Viel Spaß und viel Erfolg. Wenn man ChatGPT fragt, ob es einen Seepferdchen-Emoji gibt, geht Rennen los. Ja, das weiß ich. Ich habe es zwar noch nie ausprobiert, aber ich weiß, dass das passiert. Mottowoche in Wolkes Live Toilette. Ja, aber welche? Ein Plumpsklo oder ein Klo auf dem Flugzeug oder im Weltall oder ein ganz normales Klo, eines, das sich selbst reinigt. Das gibt's alles. Uch, jetzt, ich habe mich gerade selbst erschrocken. Oh mein Gott. Wie ist das eben passiert? Aber diese Ketten sind weil so schön. Ja, jedem das seine, oder? Ah, TV. Okay. Ja, ich habe Lachflash. Triggerwarnung. Warum Triggerwarnung? Ein Lachflash ist doch was Schönes. Aber Toiletten sind wichtig und gehören in jedermanns Leben. Oder, keine Ahnung, das war gerade so ein Spruch, den ich gerade erfunden habe. Eine Toilette am Mittag vertreibt Kummer und Sorge. Okay, ich sollte vielleicht mal was anderes sagen. Und Starfield ist Level 10. Yay. Okay, und weiter geht's ab zum Landgut. Vielleicht noch einen Schluck trinken wäre noch gut. Einfach Knast-Klapse-Emoji. Ja, irgendwie schon. Okay. Kann ich mehr Thema wechseln? Okay. Dann wechseln wir mal das Thema. Hm. Also weil es gerade so lustig ist oder weil es dich wirklich triggert? Lena. Hoffentlich das erste. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh nein, vielleicht kurz ein bisschen belasten oder anders hinsetzen, ein bisschen versuchen zu bewegen, dann wird es wieder. Okay. Ist auch typisch, andere lachen sich da kaputt und ich rede seelenruhig über Toiletten. Ich meine, in welchem Stream dein Star Stable wird über Toiletten geredet? Also bitte. So einen Stuhl, nein, weil ich nicht mehr kann, es ist zu witzig, ist doch schön.
Also ich hab's gerne lustig. Wolke, wenn ich heute Nacht vom blauen Gummibärchen träume, dann komme ich zu dir nach Hause und knuddel Aki. Okay. Wenn du den weiten Weg auf dich nehmen willst, dann go for it. Ein blaues... Okay, jetzt kommt der ultimative Plot-Twist. Ein blaues Gummibärchen sitzt auf der Toilette. Luna, kann ich mit? In meinem Traum. Ja, dann freue ich mich schon auf eure Träume, wenn ihr dann am Donnerstag von euren Gummibärchen-Träumen erzählt. Dann habe ich da... Ja, ich habe da alle Rennen gemacht. Warum sitzt das Gummibärchen auf Klo? Ich weiß es nicht. Es muss doch auch mal irgendwann aufs Klo, oder? Muss es auf die Toilette? Okay, Lena. Nimmst du den, schaffst du währenddessen noch weiter den Stream, oder? Okay, das war jetzt ein bisschen weird, ich weiß. Bin gleich wieder da. Alles klar, Lena. Dann viel Erfolg. Okay. Jetzt wieder ernst werden, Leute. Nicht die Einzige, die auf Klo-Handy und so mitnimmt. Ich mache das manchmal auch, Luna. Aber nur um die Zeit zu vertreiben. Und dann sitze ich mal wieder viel zu lange auf dem Klo. Und ja. Ich bin froh, dass wir gerade nicht so viele Zuschauer haben, weil sonst, keine Ahnung, würden andere dann denken, hä, was stimmt mit der nicht? Okay. Ich nehme mein Zimmer immer mit. Also alles. Okay, dann ziehst du sozusagen dein Zimmer ins Badezimmer und dann wieder zurück in dein wirkliches Zimmer. 2 Zuschauer. Ja, aktuell sind es 2. Ich vermute mal, seid ihr beide, Luna und Lena. Vielleicht ist sonst noch jemand da, aber es zeigt mir da gerade nicht was anderes an. Bin da, okay. Nur 1 Stunde. Was meinst du jetzt, dass der Stream nur 1 Stunde geht, oder? No, no. Ja, also bin neben dem Klo. Okay, warum denn daneben? Dass Lena mit ihrem Zimmer auf Klo war. Aha, so. Okay. Machst du dann? Habe ich mich auch gerade gefragt. Übrigens, kleine Storytime. In meiner Ausbildung hatten wir so Pause und da haben wir alle so ein Spiel gespielt auf dem Handy, so mit Leveln. Und da hat mein Chef gesagt, er ist irgendwie Level über 1000 oder so. Und dann hat er gesagt, nachher später gesagt, ich spiele das immer, wenn ich auf dem Klo bin. Und dann habe ich ihn so gefragt, du bist so lange auf dem Klo, dass du schon Level 1000 bist. Und er dann einfach, ja. Und mein Mitarbeiter nebenan konnte nicht mehr. Ähm, siehst du, Luna, geht's besser. Ja, immer ein bisschen ablenken, das tut gut. Genau, also so wie es aussieht, bin ich nicht die Einzige, die Klos witzig findet.
Aber sein lockerer Stream ist doch auch mal was Schönes. Man muss nicht immer ernst bleiben. Ja, danke euch, aber euch so lieb. Oh, das ist lieb von dir, Luna. Das freut mich sehr. Genau, und schön, dass du ein bisschen lachen kannst. Das ist immer toll. Lachen ist gesund. Und ja. Ich hasse Lachen. Ach komm. Du hast ein Lach-Emoji dazu gepackt, also hast du es doch irgendwie gerne, oder? Ich mochte meine Lache auch lange nie, aber jetzt mag ich sie ziemlich. So random. Wir sind alle random, Luna. So bitte Themawechsel, weil das ist komisch. Wir haben schon über Gummibärchen geredet und Toiletten, wie lange man war. Ja, willkommen in meinen Streams, wo wir über Gummibärchen und Toiletten reden. Aki. Genau, Luna. Ein Aki, Aki. Okay. For real, Lena. Es sind 4 Leute da. Aktuell zeigt es mir 3 an. Aber es kann sein, dass da ein bisschen mehr mit dabei sind. Weil die Anzeige da auf YouTube stimmt nicht immer. Aber es kann sein, dass vorher noch 4 dabei waren, als du nachgesehen hast. Bei mir sind es schon die ganze Zeit 3. Vielleicht zwischendurch auch 4, aber dann habe ich nicht hingesehen. Aber solange wir Spaß haben, ist egal, wie viele das zusehen, oder? Über einen Stuhl, please. Okay, ich habe mal jetzt wirklich eine erfundene Dokumentation über Stühle geschrieben. So mit einem Satz. Es folgt das Testsitzen. Ich weiß nicht mehr, warum ich das geschrieben habe, aber ich habe es einfach das Bob, Rob und Peter. Also, sein Stuhl heißt Bob. Oder eben waren 4. Ja, das kann durchaus sein. Safe gerade ist jemand gegangen wegen unseren geilen Themen. Ja, es kann sein, dass ich damit Leute vertreibe, indem wir über Klos reden und Gummibärchen. Aber dafür ist mein Stream echt und nicht so ernst und alles. Das ist doch schön. Ah, die sind zerstört, wenn die den live sehen. Oder meinst du verstört? Die sind verstört, wenn die meinen live sehen. Ich lasse ihn jetzt absichtlich online, also ich stelle ihn nicht auf privat. Nur damit dann andere denken, hä, warum redet ihr über Gummibärchen? Warum freut er sich so über blaue Gummibärchen? Alles bei mir heißt Bob. Okay. Und Lunas Pflanze heißt auch Bob. Das ist wohl ein ziemlich beliebter Bename. Name bei euch. Ah, mach das. Okay. Und dann sehe ich sehe jetzt schon die Kommentare, falls jemand kommentiert. Was zur Hölle? Gummibärchen und Toiletten? Also wenn irgendjemand das im Nachhinein sieht, dann kommentiert doch gerne, ein blaues Gummibärchen sitzt auf der Toilette. Dann weiß ich, dass du das gesehen hast. Okay, zurück zur Realität. Ups. Genau. Wenn es immer vor dem Sprung liegt. Oder Hildegard. Bob ist halt so, keine Ahnung. Doch, das werde ich kommentieren. Okay. Also musst du nicht, Luna. Nur wenn du es dann nachsiehst. Also den Stream, meine ich. Sie haben Katzenfilter. Okay, viel Glück, Luna, du schaffst das. Okay. Alex fragt, was ihr
in Live gemacht. Also Toiletten, Stühle und blaue Gummibärchen. Ja, oder wenn Alex genau jetzt zusieht und sich nur so denkt, was redet Volki da? Das ist nicht professionell. Nicht dann nur so, es muss nicht professionell sein, es ist ja nur ein Hobby. Wenn ich nicht mehr wiederkomme, bin ich auf Klo mit blauen Gummibärchen. Okay, dann warten wir so lange, bis du die Packung aufgegessen hast und dich erleichtert hast. Oh Gott. Entschuldigung, Luna. Aber ja. Okay, dann ab zur Arbeitszeitweise. Habt ihr vielleicht einen Lieblingsstuhl? Also zum Beispiel einen Bürostuhl oder einen Gamingstuhl ähm, oder Gartenbank, Gartenstuhl aus Plastik, Plastikstühle, Esszimmer, Stühle. Das ist die vierte Person. Ja, die lacht sich heimlich ins Fäustchen. Aber aktuell sind es wieder nur 3. Aber ey, solange wir unseren Spaß haben, ist mir egal, wie viele das zusehen. Auch wenn es Hunderte zusehen würde, ich würde trotzdem mich über blaue Gummibären freuen. In Live Luna. In Live Luna, ich, Alex und das blaue Gummibärchen, was auf Klo ist. Ja, stimmt. Das blaue Gummibärchen schaut heimlich zu. Und Alex sitzt da heimlich nebenan, hört den Stream oder schaut den Stream oder was auch immer. Oder schaut ihn nach, das kann auch sein. Und dann denkt er sich eben, wie gesagt, einfach nur so, Wolki, was? Genau, und Toiletten. Ja, die schauen auch zu. Aber dann hätte ich, wenn wirklich alle Toiletten in der Schweiz zusehen würden, dann hätte ich irgendwie über 10.000 Zuschauer. Weiß auch nicht. Also, Grüße gehen raus an jede einzelne Toilette, die da draußen existiert und auch an meine beiden Toiletten. Schön, dass ihr da seid. Ohne euch wäre meine Welt viel dunkler. Okay. Ich dachte, wir wollten über Stühle reden. Sage ich ihnen. Okay, richte deinen Toiletten einen Gruß von mir aus. Okay, langsam wird's echt weird. Gut, und ab zum Gartenrennen. Aber zuerst noch einen Schluck Wasser. Was oft bei. Okay, tschüss Lena. Schön, dass du da warst und bis nächstes Mal. Einen schönen Restabend und später gute Nacht. Okay, Gartenrennen oder Gartenwettbewerb besser. Okay, jetzt ist, glaube ich, ein bisschen ruhig im Chat, bis Luna wieder kommt. Gleichzeitige Zuschauer gleich 0. Okay. Dann ja, kann ich ein bisschen über meine Geschichte reden, damit es niemanden stört. Also, blaue Gummibärchen. äh, ja, er liebt sie. Vor allem wegen der blauen Farbe. Und ja, ich sage so keine Namen, damit meine Idee nicht geklaut wird. Und andere dann bestimmte Details über meine Figuren nicht wissen. Und ja. Deshalb verrate ich bestimmte Geheimnisse über meine Figuren nicht, damit die dann sozusagen nicht alles darüber wissen. Und wenn sie dann über meine Figuren schreiben, dann fällt ihnen diese
Details, die dann nur bei mir stimmen. Und ja. Und das Aussehen von Chris ist jetzt auch anders. Das habe ich auch geändert. Aber aus einem anderen Grund eigentlich, weil ich möchte ihn aufs Cover von meinem Buch packen. Und das andere war eigentlich nur ein Screenshot aus Starfield und den darf man nicht für eigene Projekte verwenden. Und deshalb, ja, hat die liebe KI mir da ein Porträt erschaffen. Und das ist jetzt sein wirkliches Aussehen. Genau. 32 Aufrufe und niemand schaut zu. Egal, dann stream ich halt ein bisschen für mich. Also. Jubela, genau, voll in den Baum hinein. Gut gemacht, Starfield. So, hallo Jasper. So, let's go. Gut, dann kann ich auch wieder Schweizerdeutsch reden, wenn da ihn niemand zuschaut. Oder zumindest nicht schreibt. Also. Oh mein Gott, ich bin voll ich selber gewesen. Es war cool gewesen, ey. Und das passiert, wenn ich streame, wenn ich zumindest in der Geschichte drin bin. Ich finde es eigentlich mega schön. So. Okay, herzlich willkommen in meinem privaten Level Talk. Oder öffentlichen Level Talk eher. Ich tue jetzt so, als ob ich einen Level Talk für mich aufnehme und dann ist es viel lockerer. Kann ich auch mehr, dann noch etwas zum Reden und so. Und ja. Sehr gute Verbindung. Perfekt. Das ist so ruhig, Leute. Na gut, es ist Dienstagabend. Wer ist am Dienstagabend gefühlt unterwegs? Aber. Also. Was kann man so Schönes erzählen? Ich könnte stundenlang über meine Geschichte reden. Das war wirklich stundenlang. Oh Gott, ich möchte unbedingt das Verkehrshaus. Da gibt es eine Weltallabteilung und dann, oh mein Gott, dann wird losgeredet, wenn ich dort bin. Dann geht's los bei mir. Dann entwickelt sich der Besuch zu einer Führung durch meine innere Welt. Oh, das wäre so toll. Oder ich gehe alleine hin und... Hat jemand blaue Gummibärchen für mich? Ah, Luna, schön, dass du wieder da bist. Ich war gerade so einsam. Niemand war da. Null Zuschauer. Jetzt, ja. Jetzt wechsle ich wieder auf Deutsch, damit du mich gut verstehst. Genau. Oh no. Ja. Aber ich habe daraus jetzt einen Level Talk gemacht, anstatt einen Stream, weil dann kann ich locker und frei reden. Und ja, aber so alleine streamen, das ist schon, naja, ein bisschen was anderes. Hab die Gummibärchen gesehen. Ah, Lena ist doch noch da. Und wie war's bei den Gummibärchen? Ja, doof so alleine. Ja, irgendwie schon. Also dann könnte ich ja ganz gut auch einen privaten Laptop aufnehmen, nur schreibt dann eben niemand. Und ja. Aber der Vorteil von privaten Level Talks sind die Themen, dass man da auch über private Dinge reden kann, was man im Stream besser nicht sagt. Und ja. Aber jetzt seid ihr beide ja wieder da, obwohl ich weiß nicht, wie lange das Lena noch dabei bleibt. Genau. Uäh.
Woche zu weil wer sonst verdurstet. Okay, dann bist du jetzt wieder für ein bisschen da, Lena. Ist doch schön. Ja, ich habe mich inzwischen wieder beruhigt. Ich bin jetzt wieder ernst. Leider. Genau. Also, wer von euch war dabei, als ich einen meiner Figuren gezeigt habe aus meiner Geschichte? Ich weiß nicht mehr, also ich glaube Luna und Raya waren dabei. Ob Lena mit dabei war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es war am Samstag, glaube ich. Ich habe heute Mathe-Klausur zurückbekommen. Oha, und wie war's, Luna? Wahrscheinlich nicht so gut, oder? Wegen deinem Emoji. Ja, ich war dabei. Genau, das weiß ich noch. Aber ob Lena auch dabei war, das weiß ich nicht mehr. Er sieht jetzt anders aus übrigens. Ich habe sein Aussehen ein bisschen verändert, sodass ich es auch legal verwenden darf. Genau. Ja, meine Eltern schlafen und ich habe gefragt, ob ich noch den Live gucken darf, wo von Toiletten und Gummibärchen geredet wurde. Ja, logisch sagen sie da ja, das darfst, weil das sind harmlose Themen, also. Wo war ich mit bei? Als ich ein Bild einer meiner Figuren aus meiner Geschichte gezeigt habe. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob du mit dabei warst. Wir bei euch. Vier minus. Bei euch ist es eine 3 oder sowas, eine 2 oder so. Oha, okay. Na gut, ich kann nicht trösten, ich war auch nie gut in Mathe. Genau. Wohl bei mir hat's geheißen, wenn ich im Zeugnis, also eine 4,5 oder besser habe, also 4,5 ist bei uns, also jetzt nicht so schlecht, also überbestanden auf jeden Fall, dann darf ich ins Volleyball. Und dann also hatte ich eine 4,5 und dann hätte ich ins Volleyball dürfen, aber ich wollte dann wieder nicht mehr. Keine Ahnung, weil bin ver, schwer vergesslich. Okay, in diesem Fall warst du nicht dabei, weil sonst könntest du dich sehr wahrscheinlich daran erinnern. Noch aber alles gut. So gemeinsamer Moment wirkt verspielt. Das wäre doch toll, mit Freunden zu toben natürlich. Okay. Aber Wolke, dieses Short von Chris. Ja, ich finde es auch mega gut, aber es irgendwie nur, warte, über 80% haben es einfach weggewischt. Das ist schon ein bisschen schade. Da gibt man sich, ich war über eine Stunde am Aufnehmen, dann ähm, zusammenschneiden und alles und dann noch die Musik dazu. Das war so mühsam. Ich hatte mehrere Fails, bis ich es hingekriegt habe, aber scheinbar interessiert es so ziemlich niemanden außer meine Community. Das finde ich irgendwie schade, weil über 80% einfach nur weggewischt. Die haben das nicht einmal angesehen. Ich finde das so schade. Also bei uns ist, okay, das muss ich schnell. Bei uns ist 1 sehr gut, 2 gut, 3 genügend, 4 nicht so gut und bei euch Gegenteil oder wie? Ja, bei uns ist die 6 am besten und die 1 am schlechtesten. Das heißt, wenn bei euch genügend eine 4 ist, dann hatte ich wahrscheinlich eine 3,5 oder so. Oder 3 minus oder irgendwie sowas. So, das Umrechnen ist etwas schwierig. Genau. Aber ja. Okay. Ah, die haben dort auch so 6 am besten und 1 am schlechtesten. Das wusste ich gar nicht. Spannend. Aber es gibt sicher auch noch weitere Länder, die das Notensystem so haben.
Ja, in meiner Geschichte sieht Chris jetzt anders aus. Also nur leicht anders, aber ja, so, dass ich keine Copyright-Probleme bekomme. Weil, ja, weil ich darf kein Aussehen eins zu eins aus einem Spiel übernehmen. Catfish. Dass das möglich ist. Als Name. Okay. Hätte ich jetzt nicht freiwillig gewählt, aber naja, jedem das seine. Wie welches Short bei dir wohl? Ich gucke mal morgen nach. Ja, ich habe einen Short hochgeladen, wo es um Starfield und Star Stable geht. Und ja, beides mit Star am Anfang. Und ja, aber scheinbar interessiert dieses Crossover einfach niemand oder fast niemanden, weil eben der größte Teil hat einfach weitergescrollt, ohne es irgendwie überhaupt anzusehen. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich habe mir da echt Mühe gegeben und dann sieht es fast niemand. Ja. Also ich bin ja nicht gierig auf Klicks oder so, aber wenn man sich wirklich Mühe gibt, dann sollte es auch beachtet werden, finde ich. Oder zumindest ein bisschen Anerkennung wäre da halt schon toll. Aber es ist schon heftig, wenn wirklich über 80% das einfach weggewischt haben. Das finde ich schade. Wie bin ich alleine? Wie meinst du? Also scheinbar nicht, da sind 3 Zuschauer mit dabei. Also du inklusive, aber die einzige, die schreibt. Gut, da war gerade nur ich. Ach so, hat es bei dir nur ein Zuschauer angezeigt, oder? Bei mir sind es jetzt wieder 2. Upala. Ganz ruhig Starfield. So. Moment. Das war eben nicht meine Bestzeit. Meine Bestzeit wurde bei diesem Rennen zurückgesetzt. Das ist ja doof. Okay. Also eben auf diese Anzeige mit den gleichzeitigen Zuschauern sollte man nicht davon ausgehen, dass die stimmt, weil die ist oft fehlerhaft. Zum Glück ist noch das blaue Gummibärchen da. Ja, aber es loggt sich manchmal wieder raus und wieder rein und dann kommt es wieder rein und so weiter. Oh, bin alleine. Sieht aktuell gerade so aus, ja. Aber dann sind wir halt zu zweit, ist doch auch schön. Genau. So, diese Kamille kommt noch mit. Okay, was hast du heute so gemacht? Nicht viel. Ich bin einfach ein bisschen entspannt, habe sehr viel Star Stable gespielt auf dem anderen Account. Und ja, und dann zu Abend gegessen und dann jetzt da den Stream. Und du so? Hattest du auch einen entspannten Tag oder war da ein bisschen mehr los? Ups. So. Also, irgendwie ist heute der ruhigste Stream von allen. Oder schon seit langem. Sonst ist da immer ein bisschen mehr Action. Okay, und Starfield ist Level 11. Yay. War gut. Das freut mich. Dann hattest du einen guten Tag. Okay, dann ab zur Rennstrecke. Der Baroness. Rennstrecke. Musst du nur tausendmal Danke sagen. Ja, stimmt, du hattest ja Geburtstag, oder? Und dann immer so dieses Hi Happy Birthday, dann immer so tun,
als ob man irgendwie so sich freut und so und dann einfach da sitzt und grinst. Weiß nicht, ob du das auch so machst oder man weiß dann einfach nie, wie man sich benehmen soll. Ich habe mich so gefreut, weil ich hab halt Geschenke bekommen. Ja, das ist das Schöne an Geburtstagen, unter anderem. Und was hast du so bekommen? Ein Grillset. Oder ein Lego Space Shuttle. Ich weiß auch nicht. Wie komme ich auf Grillset? Hä? Und ja, ich bin sehr, sehr random. Ich glaube, man merkt das auch. Muss der Korb sauber machen und so. Oh je, und das ausgerechnet heute. Okay. Ja, ja, so ist es. Lego, Blumen, Kuscheltier, Kopfhörer und blaue Gummibärchen. Jetzt wirklich blaue Gummibärchen? Oder allgemein Gummibärchen? Und was für ein Lego, wenn ich fragen darf? Oder meinst du Lego Blumen und nicht Lego und Blumen? Weil ich mag Lego. Nein, allgemein. Okay, hätte sein können. So Lego-Blumen. Ah, okay, die sind sicher auch noch schön. Ich glaube, ich habe die schon im Supermarkt gesehen. Oder in einem Laden. Und ja, ich meine, warum nicht? Viel Spaß beim Bauen, wenn du es noch nicht getan hast. Genau. So, ja, und Geld auch. Das ist das beste Geschenk, finde ich. Weil da kann man nichts falsch machen. Genau. Habe es direkt aufgebaut, wo ich noch nicht mal ein Auge auf hatte. Oha, so früh schon. Aber hey, hoffentlich hat es Spaß gemacht. Und ja, bin auch wieder da. Willkommen zurück, Skylar. Schön, dass du wieder da bist. Kann das Gedicht jetzt einigermaßen? Aber es ist doch schön, dass du da ein bisschen üben konntest. So. Ja, sehr, aber eben, wo ich in mein Zimmer gehen wollte, sind sie kaputt gegangen. Und nein, sind sie dir runtergefallen oder wie kaputt gegangen? Gut, ab zum Observatorium. Muss sie morgen nochmal aufbauen. Okay, dann nochmals viel Spaß. Also, ja, runtergefallen. Oh nein, das ist doof. Naja, Gravitation und so. Entschuldigung, ich bin viel zu tief in meinem eigenen Thema drin. Danke, gerne doch. Mein Vater war joggen und er meinte, es hat wieder jemand in Laterne angefahren.
Oh nein, arme Laterni, nicht schon wieder. Oh je. Was ist mit dieser armen Laterni los? Wie so ein Magnet. Okay, ich war gerade wieder am Tagträumen. War vielleicht deshalb ein bisschen ruhig. Brauchst neues Pferde zum Leveln endlich mal nach 3 irgendwas. Okay. Und sind jetzt all deine Pferde ausgelevelt? Oder? Bin etwas still, sorry. Alles gut, Luna. Du musst nicht immer etwas schreiben. Laterne ist so eine Straßenlampe, die irgendwie immer angefahren wird. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon im letzten Stream so besprochen. Und ja, arme Laterne. Nope, noch lang nicht, leider. Oh, okay. Endlich nicht alleine, yay. Ja, es war kurz ziemlich still bei euch. Da waren nur ich und Lena. Nicht, dass du denkst, ich bin nicht da. Ja, je nach Anzeige da auf YouTube könnte man dann meinen, dass eigentlich wirklich niemand da ist. Ja. Oh, Luna war das Gummibärchen, was immer rausgegangen ist. Das kann sein. Luna, das Gummibärchen. Oh. Nein. Genau, irgendein blaues Gummibärchen ging da immer rein und wieder raus, manchmal. Wie bei mir irgendwie 0 Zuschauer steht. Ja, bei mir steht gerade 3, also das anzeigt ist oft fehlerhaft. Genau. Hey, wie geht's? Hallo Cookie, schön, dass du da bist. Hattest du einen schönen Tag? Und hoffentlich geht's dir gut. Und mir geht's sehr gut. Dir hoffentlich auch. Okay, dann ab in die Hollow Woods. Ja, vielleicht ist Midnight gerade da. Mir geht's auch gut, super, dass es dir auch gut geht. Und super, dass es dir auch gut geht. Das freut mich. Okay, Midnight, bist du irgendwo da? Hallo? Midnight? Hm, nope, nicht hier. Okay, und Aurora? Nee, jetzt brauche ich neues Fit. Okay, ja. Okay, ja, Wolke geht es gut, weil wir über Toiletten geredet haben und weil sie weiß, dass es blaue Gummibärchen gibt. Ja. Genau, ich habe mich extrem gefreut, als ihr mir gesagt habt, dass es tatsächlich blaue Gummibärchen gibt und ich so, oh mein Gott, was ist Midnight dieser Bot? Nein, Midnight, damit meine ich das eine magische Pferd, das da durch die Hollowwoods läuft. Das nenne ich einfach Midnight, obwohl es Erin ist oder so heißt. Ah, sehr spannend. Ja, extrem spannend war es. Es hat richtig Spaß gemacht. So. Weil es gibt einer der... Warte, Moment. Weil es gibt einen, der immer in Live ist. Okay.
brauche eine Farbe für Outfit, hat jemand Vorschläge. Ihr Pferd ist schwarz. Blau. Dunkelblau am besten. Ein dunkelblaues Outfit auf schwarzem Pferd. Sieht sicher toll aus. Oder rot, ja, das geht auch. Oder schwarz. Schwarz auf schwarz ist bestimmt auch edel. So. Ich guck mal, was ich habe. Okay. Oh, da ist Aurora. Perfekt. Hallo Aurora. Nur zwei magische Haflinge nebeneinander. Pink wäre auch gut. Ja, warum nicht? Okay, das klang gerade ein bisschen seltsam. Ist Birch da? Irgendwo? Das sind 6 Personen. Yep. Und Wanderstonkeit ist da. Hallo René. Schön, dass du da bist. Hattest du einen schönen Tag? Hoffentlich geht's dir gut. Und ja. Boah, ich streame schon seit 1,5 Stunden. Diese Zeit vergeht wieder, das glaubt man gar nicht. Genau. So, komm schon. Starfield. Zum Glück haben wir jetzt nicht mehr über Toiletten geredet. Ja, wir können ruhig wieder über Toiletten reden, da habe ich nichts dagegen. Bis morgen Urlaub. Oh, schön. Dann genieß noch deinen restlichen Urlaub und ja. Nein, bitte. Also, Lena, sollen wir jetzt über Toiletten reden oder nicht? Also, wir haben ja eigentlich alles schon besprochen, was es gibt. Oder fast alles. Also, genau. Aber wir können auch gerne wieder über blaue Gummibären reden, da habe ich auch nichts dagegen. Oder was ist noch so ein Thema, über das wir so quatschen könnten? Habt ihr Vorschläge? Bei mir driften die Themen immer in seltsame Themen ab, also ein bisschen heulen, weil ich so lache. Okay, dann ist doch schön. Also, ich habe das gerne, wenn ich vor lauter Lachen ähm, weinen muss. Stuhlgang. Okay, nein, ich nehme es zurück. Gummibärchen, ja. Eben, wie gesagt, als ich gestern Gummibärchen gekauft habe, musste ich grinsen. Weil einer meiner Figuren liebt Gummibärchen. Ich sage jetzt aber nicht wer. Das sind sein Lieblingsessen. Oder ich sage absichtlich einen falschen Namen, damit ihr das nicht kopieren könnt. Ganz einfach. So. Oh, hast du nicht gesagt, Wolke? Doch, doch. Wenn du Stuhl schreibst, zuerst über Toiletten und jetzt über Stuhl. Logisch kommt man da auf diesen Gedanken. Wenn kein Stuhl gab. Okay. Gut, jetzt habe ich schon wieder 3 Leute vertrieben, indem wir schon wieder über das geredet haben. Okay, ich muss mich da selbst zusammenreißen, damit ich nicht laut rauslache. Ja. Deswegen. Ja. Aber ein bisschen Humor und Spaß ist doch auch schön. Bin dann mal wieder weg, komme ich jetzt ins Bett.
Okay, gute Nacht, Cookie. Und bis nächstes Mal oder bis bald oder wie auch immer. Schön, dass du da warst. Baby, bis bald und ganz ruhig. Starfield. Und gute Nacht. Viel Spaß euch noch. Träumt schön. Du auch, Cookie. Und bis bald. Ich liebe diese Emojis, die man selber machen kann, zum Beispiel. Man kann selber Emojis machen. Wie denn? Das klingt richtig cool. Dann wird es Zeit für meinen Space Shuttle Emoji, das noch fehlt. Na so. Und wie? Nein! Starfield! Ein Smiley. Okay, ja, diese kenne ich schon lange. Die benutze ich schon seit ich irgendwie 14 bin oder so. Oder gar noch älter. Jünger. Also seit über 10 Jahren verwende ich solche Emojis. Also für mich sind es Tastatur-Emojis, die nenne ich so. Okay. So, wer hat es auch gemacht? Dann geht's hoch zur Druidenkoppel. Cookie, ich träume von Gummibärchen. Wenn Cookie noch da ist. Dann, ja. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß bei deinem Gummibärchentraum und Grassland ist gerade da. Du hast ein bisschen Alter geleakt. Mein Alter ist öffentlich, das ist nichts Schlimmes. Also viele wissen da, wie alt das ich bin. Okay, Geistlichter. Perfekt. Das geht schnell und ist einfach. So. Also dachtest du sagst nicht, sorry. Alles gut. Ich habe schon ein paar Mal gesagt in meinen Streams, deshalb ist es nichts Privates. Es wäre komisch, wenn es jetzt plötzlich privat wäre. Ich meine, es gibt auch andere YouTuber, die sagen, wie alt das sie sind. Einige sagen sogar ihr exaktes Geburtsdatum, inklusive Jahrgang. Also bei mir kann man sich's ausrechnen, aber ich sag's jetzt nicht genau. Druidenkoppel, Weldelsee. Okay. Bin so ruhig, sorry. Alles gut, Luna. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ja. Ich muss bei meinem S-Frame die Zeit noch umstellen. Der ist sich die Winterzeit nicht gewohnt. Der schaltet jetzt einfach eine Stunde zu früh ab. Leider. Genau. Hey Alex, ich sag immer zu ihm, wenn manche Fragen alt sind, sag ich, er ist 89. Okay, das ist ein bisschen frech. Was? Oh nein! Ups. Mein Outfit hilft, das sieht so schlimm aus. Bestimmt nicht, Skylar. Es gibt bestimmt schlimmere Outfits. Ich habe schon so lange nicht mehr dieses Rennen gefailt. So, jetzt aber. Perfekt. Ja, die sagen, dass er 120 ist. Okay, bleiben wir mal realistisch. Ich weiß, wie alt er ist, aber ich sag's jetzt nicht. Ich weiß sogar sein exaktes Geburtsdatum. Aber das sage ich auch nicht. Privatsphäre und so. Genau.
Wolke mal eben Real Talk, findest du Reden hilft? Auf jeden Fall, Luna. Auf jeden Fall hilft Reden. Solange du dieser Person vertraust, kannst du immer reden. Zum Beispiel Therapeuten oder so, oder deine Familie. Oder so. Oder zum Beispiel einfach einen privaten Level-Talk aufnehmen, das hilft auch, weil, na gut, bei mir jetzt nicht immer, aber einfach mal von der Seele reden, das geht immer. Ja, versuch es mal. Oder die Gummibärchen. Oder red mit Gummibärchen. Oder erzähl es Leo. Er hört dir dann still zu und ja. So. Luna, oder schreibe alles in ein Buch rein, so, keine Ahnung, Tagebuch oder so. Stimmt, das habe ich alles verarbeitet, indem ich meine Geschichte geschrieben habe. Das ist der ursprüngliche Grund, warum ich schreibe. Um Dinge zu verarbeiten. Quote aus Persona 5 Strikers, that is why I write. Quote Indie. Er betont das im Spiel ein bisschen anders, aber ja. Oder Luna, vielleicht eine Biografie schreiben, vielleicht hilft das. Also rein theoretisch ist meine Geschichte eine Biografie, wenn man es ganz blöd nimmt. Oder wenn man den Hintergrund weiß, dann weiß man, dass ich eigentlich die ganze Zeit über mich geschrieben habe. Und vielleicht ist es drum so peinlich. Genau. Aber das hat sich dann zu etwas völlig Eigenständigem entwickelt, meine Geschichte. So wirklich mit Figuren, die so richtig Tiefe haben. Also, ja. Ich danke euch. Ich gucke mal, was ich mache. Also, Luna, reden und oder schreiben. Oder beides. Das hilft oder hat mir sehr, sehr geholfen. Genau, dann ab zum einen Rennen da oben. Pole Bending Apocalypse, oder wie es heißt. Alex war nicht in Live, fällt mir auf. Oder war es bei ihm nicht im Live, oder? Na gut, muss man auch nicht immer sein, oder? Also ich war heute bei ihm im Live, aber ich habe nicht geschrieben. Weil sonst fällt es auf, dass ich einfach zu oft in seinen Lives dabei bin. Und bei mir ist er schon lange nicht mehr dabei gewesen. Ja. Und ein gemeinsamer Moment, aber den löse ich nach dem Rennen ein. Aber das Problem ist, ich kenne keine Leute in Real Life, die denen ich bei dem Thema... Okay, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Die ich bei dem Thema vertraue. Oder eine Krisenhotline. Und ja, Krisenhotline hat das Wort Kress drin. Ähm, ja, okay, never mind. Ist ein ernstes Thema. Ja. Oder einfach so, in der Schweiz gibt es ja die dargebotene Hand. Das ist völlig anonym, da kann man auch schreiben, also chatten. Da muss man nicht anrufen. Und ich habe es zwar noch nie verwendet, aber es gibt sehr gutes Feedback davon. Ihr seid beide aber cool und sympathisch.
Danke, Lena. Das ist lieb von dir. Same, bin auch nicht mehr oft bei Alex, deswegen mag er mich nicht mehr. Wasser mag dich safe. Ja, er mag dich bestimmt. Ähm, ja. Danke, Lena und du auch und Volki auch. Danke euch allen. Ihr seid mega lieb. Das bedeutet mir sehr viel. Okay, Firgraph, here I come. Ich möchte jetzt unbedingt ins Verkehrshaus. Ich hätte jetzt so Lust drauf, gleich morgen dorthin zu gehen. So. Aber ich habe niemanden, der mit mir dorthin gehen würde. Also ich hätte schon, aber dann muss ich zuerst fragen. Ich könnte rein theoretisch auch ganz alleine dorthin gehen, aber wem erzähle ich dann von Chris, wenn ich in der Weltallabteilung bin? Ich will, dass es so eine Führung durch die ganze Ausstellung wird. Nicht dann die ganze Zeit von ihm erzähle und dann stehe ich vor einem Space Shuttle Modell und dann sage ich, ja, dann und dann ist er auf der Erde gelandet. Genau mit dem und dem. Draußen war es 24 Grad, genau seine gewohnte Temperatur. Und ja, ich Wolke, ich. Ja, schön wär's, aber leider ist das fast unmöglich, aber ihr gebt euch auch immer Mühe und so, zum Beispiel bei dir, Wolke, im Live über lustige Sachen zu reden, oder ja. Ja, ich glaube bei mir, oder ich bin die Einzige, die über Toiletten und blaue Gummibärchen redet. Zum Beispiel, wenn es irgendwie Fabi machen würde, ich denke nicht, dass er so etwas besprechen würde, oder? Ist eigentlich hier einer Mod? Ja, Zoe Darkflower ist Mod. Aber sie war jetzt auch schon länger nicht mehr dabei. Und sonst ist die einzige, die Mod ist. Genau. Und gut, ich weiß nicht, warum sie Mod werden wollte und dann schaut sie sehr, sehr selten oder wirklich schon ewig lange nicht mehr vorbei. Finde ich ein bisschen komisch. Genau. Ich habe keine guten Erfahrungen. Ja, ich weiß warum Luna. Also ich habe da eins und eins zusammengezählt und kam zu einem Entschluss, warum du Mods nicht magst. Oder keine guten Erfahrungen damit hast. Aber Themawechsel, Leute. Reden wir wieder über das Verkehrshaus. Ich glaube, ihr kennt es nicht. Es ist so ein öffentliches Verkehr- oder Transportmuseum in der Schweiz, was so um Züge, Schiffe, Flugzeuge, Weltall und Autos geht. Und ich finde das so toll. Ich war schon so oft dort. Einmal sogar dreimal innerhalb von einer Woche. Und ja, Aki, Aki. Aki fragt sich jetzt bestimmt auch so, hä, warum sagt jetzt ständig wieder meinen Namen? Aki, ich bin am Stream, okay? Kannst dann ruhig ein bisschen chillen. Okay. Dann können wir please über Gummibärchen auf Toilette reden, please? Warum denn nicht über das Verkehrshaus? Ich will mit dir dahin. Ich will auch dorthin. Ich will in die Weltallabteilung. Ich will dann über Chris reden, und zwar die ganze Zeit, aber ja, meine Mutter hat wahrscheinlich keine Zeit, weil Hobbys und alles und meine beste Freundin ist am Arbeiten und sonst habe ich niemanden. Und das finde ich extrem schade.
Okay, ich komme morgen und räume bei euch auf. Ah, das ist lieb von dir, Lena. Aber morgen kommt schon jemand vorbei und hilft mir beim Aufräumen. Ach, Fan-Treffen da, ich kann mir, oh, ein Fan-Treffen, aber das muss bewilligt werden, glaube ich. Obwohl, wenn es nur ein paar sind, ich meine, ich könnte wetten, dass Dori und Raya bestimmt auch mit dabei sind. Weil wir wollten sowieso mal ein sozusagen Clubtreffen machen. Und ja. Aber ich brauche jemanden, der mit mir ins Verkehrshaus geht und mein Geschwafel über Chris anhören möchte. Und dann werde ich jedes einzelne Detail rausballern, was ich über ihn schon erfunden habe. Und ja. Und wehe, dort ist ein Space Shuttle ausgestellt, dann flippe ich aus. Und wenn es dann erst noch die Discovery ist, dann flippe ich gleich doppelt aus, weil ich liebe die Discovery, es ist mein Lieblingsshuttle. Und ja, ich bin leider nicht in der Schweiz. Alles gut, Lena. Komm dann rüber, FaceTime mit. Haha. Ja. Okay, Starfield ist Level 12. Yay. Okay. Ja. Hallo. Hallo, Geran. Schön, dass du da bist. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Hoffentlich geht's dir gut. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke dir, Luna. Schon das vierte Level Up heute, glaube ich. Nein, dritte. Und das neunte, zehnte, elfte und zwölfte. Ja, das vierte Level Up ist das. Genau. Okay, zuerst hole ich da die täglichen 10 XP ab. So. Acht Leute. Ja, hallo an alle acht, die da sind. Freut mich, dass ihr da seid. Ja, hatte ich. Mir geht's auch gut und dir? Mir geht's auch sehr gut, danke. Und ja, echt habe ich irgendwie immer verpasst. Ähm, okay. Gibt's da etwas zu tun? Nein. Ja, aber da gibt's etwas zu tun. Der Zaun ist kaputt. Super. So, ich glaube, da muss man absteigen. War safe wieder am Tag träumen. Ja, wenn bei diesem Thema bin ich schnell. Ah, nein, du meinst du am Tag träumen? Ja, das kann sein. Tagträume sind aber auch etwas Schönes. Muss mal langsam ins Bett, ab morgen wieder mal Frühstunde. Okay, Skylar, dann gute Nacht und schlaf gut und bis nächstes Mal. Aber heute in den Stream hat mich jemand respektlos behandelt bei Jana im Stream. Okay, wer ist denn Jana? Kenne ich gar nicht. Aber das ist nicht fair, wenn man dich respektlos behandelt. Können wir wieder, können wir über dieses reden, was ich gerade vergessen habe, dieses Museum oder so? Gleich. Gute Nacht, viel Spaß auch noch. Danke dir auch, Skylar. Und gute Nacht. Also dieses Museum, das Verkehrshaus. Eben, ich will da unbedingt wieder hin. Ich bin auf Entzug. Auf Museumsentzug. Jetzt Banani. Hallo Banani, schön, dass du da bist. Hab dich gerade im Spiel gesehen. Ah, wirklich? Bist du auch auf Ice Cream Mountain? Ja, no Waterfly. Okay, noch nie davon gehört. Ja. Wie heißt du denn im Spiel, Banani? So, okay, dann einmal das Rennen. Muss los, sorry. Alles gut, Göran.
Dann danke, dass du da warst und noch einen schönen Restabend und später gute Nacht. Also eben beim Verkehrshaus, wenn man in der Flugzeugabteilung ganz nach oben geht, gibt es dort eine Weltraumausstellung und ich habe die schon immer so geliebt. Aber es ist so schade, dass die es umgebaut haben. Jetzt ist es nicht mehr so cool, aber vielleicht sehe ich es mit anderen Augen. Und ja, dir auch gute Nacht. Danke, Göran, und mach's gut. Genau. Ich heiße jetzt Pferdegirl. Okay. Also ein Star Stable oder meintest du ein anderes Spiel? 96 Abos von. Was? Ja, cool. Danke an jeden einzelnen von euch. Liebe geht raus an euch. Und ja. Oh, das ist ein Esel. Aber der kann da mal schön bleiben. Der hat's bestimmt gemütlich. Komm schon. Und hep. Okay. So. Und da. Und Raya auch. Ja, sie hat extrem aufgeholt. Sie hat ja lange so ein bisschen über 20. Und ja, aber sie macht auch sehr, sehr guten Content. Was Volker, ich schaue gerade deine Beschreibung und du machst auch Minecraft. Was cool. Ja, ich hatte Minecraft gemacht, aber das hat sich irgendwie niemand dafür interessiert. Aber ja, ich kann durchaus wieder damit beginnen. Wenn euch das interessiert, dann könnte ich wieder ein neues Let's Play starten. Und ja, so einen schönen Skin und ein schönes Pferd. Also ein Star Stable oder... In diesem Fall danke dir. Ja, gerne. Okay, also ich mache jetzt vor allem hauptsächlich Star Stable Content. Und ja, mal schauen, ob ich da wieder mal was mache. Hast du oder hast du auch Häuser? Meinst du, ob ich Häuser baue? Unter anderem manchmal, ja. Ah, Dinotal, let's go. Dinotal. Da. Genau. Ups, nein, das wollte ich nicht. Kannst du meine Freundin grüßen, wovon ihre Mama gerade eben ist? Gestirnen ist. Sie heißt Melody. Okay, na dann Grüße gehen raus an Melody. Ja. Ich meine, gestorben. Oh, okay, in diesem Fall mein Beileid. Hoffentlich geht's ihr gut, Melody. Ja. Dann soll sie sich von mir gedrückt fühlen. Und ja, es wird bestimmt wieder. Richtig random, aber meine Freundin und ich haben diese Woche schon 15 € für Red Bull ausgegeben. Ein bisschen süchtig. Was soll ich dir sagen? Ich trinke täglich Gönnerchi. Oder fast täglich. Ich sage jetzt nicht wie viel, aber wie viel ich insgesamt schon für Energy Drinks ausgegeben habe. Ich bin da kein gutes Vorbild. Und bei mir kommt kein Red Bull mehr ins Haus. Weil ich habe da meine Gründe. Dieser Server einfach Ice Cream Mountain, Ice Cream Berge. Lasse Berge. Ist auch cool. Lasse ist fein. Ups.
Eiscreme. Hab ich schon lange nicht mehr gehabt. So. Übrigens, weil ich mich langsam den 100 Abos nähere, habt ihr Ideen für ein Abo-Special? Wollt ihr irgendetwas sehen? Oder würde euch irgendetwas interessieren, zum Beispiel ein Live, wo ich eure Stelle besuche oder irgendwie was Bestimmtes mache in Star Stable oder keine Ahnung. Habt ihr da irgendwelche Wünsche? Geh. Genau, Lena. Ist Red Bull für mein Alter schlimm? Ich werde ein bisschen vorsichtig, Luna, ehrlich gesagt. Also ich habe schon, na gut, ich war ein bisschen älter als du, als ich das erste Mal Energy Drinks getrunken habe. Aber ja, mh, ich sage es da besser nichts dazu. Also ich würde vorsichtig sein. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Aber ich selbst trinke auch viel, viel zu viel. Aber kein Red Bull. Die kommen bei mir nicht mehr ins Haus. Okay. Gut. Och, ich trinke alles außer Energy oder was? Okay, zurückgezogen. Zwei heute, zwei gestern. Okay, das ist wirklich zu viel. Vor allem für dein Alter, Luna. Selbst bei mir wäre es schon zu viel. Aber ja. Also ich würde mal zu Tee wechseln. Das hat mir geholfen. So Cold Tea heißt es. Da kannst du einen Teebeutel in kaltes Wasser legen, ein bisschen umrühren, warten, und dann kannst du den trinken. Und wenn du etwas mit einer ähnlichen Wirkung möchtest, dann Schwarztee. Das hat Tein drin, das hält auch wach oder macht wach. Und ist wahrscheinlich gesünder als Koffein. Alles außer Energy oder Kohlensäure. Okay, also zum Beispiel stilles Wasser. Das ist immer gut. Ich glaube, man sagt ihm stilles Wasser, wenn es keine Kohlensäure drin hat. Ich habe da auch meine 2 Liter Wasserflasche nebenan. Ich glaube, die fülle ich meistens immer vor dem Stream auf. Und die ist, na gut, ein paar Deziliter jetzt schon weg. Ja, oder Tee lecker. Nicht jeder, aber zum Beispiel Kamillentee besser. Oder der Cold Tea. Der mit Himbeere, Zitrone, der ist richtig, richtig gut. Und die haben praktisch keinen Zucker drin, was auch mega toll ist. Genau. So, Früchtetee. Der ist auch sehr gut. Hatte ich als Kind ziemlich oft. Ich habe schon was im Herz gemerkt, aber... No. Okay, Luna, dann erstens Getränkewechsel und zweitens Themawechsel. Wir können ruhig wieder über meine Geschichte reden, wenn es euch interessiert, obwohl da möchte ich nicht mehr viel verraten. Ähm, weil, ja, ich habe Angst, dass jemand meine Ideen geklaut oder meine Figuren. Genau. Gut.
Also, wenn ihr da so über das schreibt, dann fange ich wieder an zu tagträumen. Weil, ja, einer meiner Figuren, ja, sage ich jetzt nicht. Aber, ja, es ist nichts Schlimmes, aber, ja, er ist einfach ein bisschen anders gebaut als andere Menschen. Jetzt habe ich Angst. Oh nein, Lena. Also, wenn man Koffein wieder absetzt, dann sollte alles wieder normalisieren, hoffentlich. Ja. Das ist so wie wenn man aufhört zu rauchen, da wird auch das meiste wieder normalisiert. Bei Koffein weiß ich jetzt aber nicht, aber naja. So, Einsiedler, ich komme. So. Gummibärchen. Oh ja, die blauen Gummibärchen. Einer meiner Figuren liebt blaue Gummibärchen. Vor allem jetzt, wo ich weiß, dass es blaue gibt, liebt er sie auch. Okay, Luna, am besten reduzieren und dann aufhören. Das ist das Beste. Du musst keine Angst haben. Genau. Schön friedlich und alles. Und dann wird's schon wieder. So. Also blaue Gummibärchen riechen nach Blaubeeren. Da muss ich echt schauen, wo man die kaufen kann, weil ich muss die probieren. Erstens weil Blaubeeren und zweitens weil blau. Und ja. So, let's go. Liebe dein Akzent. Hallo Banditos Power. Vielen Dank und schön, dass du da bist. Muss oft schlafen bei. Okay, tschüss Lena, gute Nacht. Und danke, dass du da warst. Betrifft es dich? Nicht und zweitens ist es bei mir nicht so schlimm, also keine Angst. Okay, wenn du das so siehst, Luna, dann ist alles gut. Bin wieder da. Willkommen zurück, Ruby. Schön, dass du wieder da bist. So. Ja, genau. Okay. Jetzt was nachsehen. Okay. Ups. So. Genau, das andere muss ich auch noch erledigen. Mist. Aber das kann bis morgen warten. Wo gehe ich hin? Goldspur ist jetzt an der Reihe. Zur Goldspurfarm. Goldspurfarm. Hab morgen 9 Stunden Schule. Oh nein, 9 Stunden ist extrem viel. Habt ihr nicht manchmal am Mittwochnachmittag frei? Oder ist es eine andere Schule? Aber 9 Stunden, das ist. Puh. Oh, Ruby, ich hab 6. 6 ist auch. Naja, ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden dass ich Schule hatte, aber ja. Ich hab die auch nie wirklich gezählt. So.
Genau. So ist es. Also habt ihr Hausaufgaben? Uah. Ähm, also bei uns gibt es auch durchaus Hausaufgaben. Ich habe von Viertel nach 8 bis 13:30 Uhr. Okay, das ist jetzt nicht gerade so viel. Obwohl, wenn ihr mittwochs frei habt, dann ist es viel. Dann ist es ja über den Mittag. Ja. Aber wenn es ein normaler Schultag ist, dann ist es schon sehr wenig. Ja, haben wir. Oh, okay, dann geht's wohl durch den Mittag durch. Das ist doof. Ich habe morgen von 7:25 bis 15:20. Okay, das klingt nach einem normalen Schultag, finde ich jetzt. Okay. Wir haben nämlich nie Hausaufgaben. Oh, wie schön. Das ist toll. Also wir hatten Hausaufgaben, aber ja. Moment, hatte ich in der Berufsschule Hausaufgaben? Ich weiß gar nicht mehr. Oh je, ich habe so ein Siebhirn. Ja. Aber dafür lange Schule, das zweimal in der Woche. Ich habe Mittwoch und Freitag. Okay, naja, dann. Ja. Okay. Das klingt vielleicht etwas komisch, aber ich wünsche mir manchmal, dass ich wieder in die Schule gehe. Also nicht die Grundschule, sondern in so eine Erwachsenenschule oder so. Okay, jetzt hat es gerade ordentlich geleckt. Wir haben sehr oft frei. Oh, das ist doch cool. So. Hallo Morgana. Du heißt so wie meine Katze, die mal bei mir war. So, ja. Okay. Uri-Reihe hat ein neues Subnautica-Video. Keine Ahnung, ob das so geschrieben wird. Ja, so, du hast Subnautica richtig geschrieben. Da muss ich mir das noch ansehen. Aber erst nach dem Stream, weil sonst wäre es ein bisschen übertrieben. Aber Subnautica ist schon ein ziemlich cooles Spiel. Ups. Genau, wenn man aufs Handy schaut anstatt aufs Spiel. Nice. So. Ups. Irgendwie leckt es jetzt ein bisschen öfter. Ich weiß gar nicht warum. Okay. So. Gut gerettet, wir sehen uns. Danke, Morgana. Und jetzt Rutschbahn. Oder auch nicht. Starfield, bitte. Ich habe hier keine Lust zum Rutschen. Genau.
Okay, noch das Moss und die Jute mitnehmen. Perfekt. Und ein gemeinsamer Moment. Und Starfield ist bald Level 13. Perfekt. Mal schauen, ob ich das heute noch schaffe. Dass Starfield Level 13 wird. Ich gehe schon mal schlafen. Alles klar, Ruby. Dann mach du das. Dann gute Nacht. Schlaf schön, träum was Schönes. Und danke, dass du da warst. Schönen Abend noch. Dir auch, Ruby. Und bis nächstes Mal. Danke dir euch auch. Ja, bis nächstes Mal. Bis dann, Ruby. Und bis nächstes Mal. Sorry, dass ich gerade so ruhig bin. Alles gut, Luna. Du, wie gesagt, du musst nicht schreiben. Du darfst, aber du musst nicht. Okay, dann hat es da noch Jute. So. Und weiter geht's. Ab zur Koppelinsel. Oh Gott, ich hoffe, dass ich noch diese kopflose Reiter-Geschichte schaffe. Mit dem anderen Account. Ich habe da noch eine Woche Zeit. Und innerhalb einer Woche muss ich das Dinotal freischalten, aber da bin ich kurz davor. Tschüss. Okay, hallo Nils, schön, dass du da warst und ja, tschüss in diesem Fall. Okay. Oder, oh mein Gott, habe ich es wieder mal falsch gelesen? Sorry, dass ich mich das oft entschuldige, habe Angst, dass ich was Falsches mache. Oder, Moment, ich lese es gerade. Was Falsches mache oder so, sorry, ich muss damit aufhören. Alles gut, Luna, du machst gar nichts falsch. Und ich finde es auch gut, dass du immer Triggerwarnung hinschreibst, bevor du es wirklich schreibst. Das finde ich ziemlich gut. Und ja. So. Okay, und das nächste Rennen. Ich müsste mal zählen, wie viele Rennen das ich auf meiner Levelroute habe. Würde mich sogar noch interessieren, wie viele das es sind. Ups. Wie lange streamst du eigentlich noch? Ich mache noch bestimmt meine Levelroute fertig, also noch locker eine halbe Stunde. Und danach mal sehen, ob ich dann noch den Account wechsle und ein bisschen queste. Aber dann kann es sein, dass ich noch sehr lange streame, wenn ich wirklich zum Questen dann wechsle. Genau. Okay. Yep. Also.
bin gerade so konzentriert und ich weiß nicht warum. Okay. Perfekt. Gut, dann geht's noch weiter. Zum Jorvikstall. Let's go. Ähm, ja, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen still. Aber so ist das so in meinen Streams manchmal, dass ich nicht immer etwas sage. Also ich könnte wirklich stundenlang über meine Geschichte reden, aber ich weiß nicht, ob ich das im Live machen möchte, obwohl ich es bereits schon gemacht habe. Wegen, ja, Datenschutz und so. Aber der Stream hat so gut angefangen, wo ich wirklich ich selbst war und alles und jetzt irgendwie, ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Genau. Und so. Es ist bald 9:30. Meine Güte, diese Zeit wieder. Aber hey, morgen wird ein schöner Tag, hoffentlich. Aber vielleicht auch ein bisschen anstrengend, weil ich aufräumen muss. Mit Betonung auf muss. Genau. Und meine Bücher liegen da immer noch neben mir auf dem Tisch. Und ich sollte bei denen das Cover wechseln. Uiuiui. Ähm, weil eigentlich ist es nicht erlaubt, Ingame-Screenshots zu nehmen und die auf ein Cover zu packen und dann ich kann nicht mehr reden, dann abzufotografieren und das dann irgendwo auf einen öffentlichen Discord-Server packen. Das ist leider nicht erlaubt laut ChatGPT und ich nehme das sehr ernst wie Copyright und so. Und deshalb muss ich die Covers leider irgendwann mal ändern. Und deshalb passe ich jetzt da beim vierten Buch ziemlich gut auf, dass ich ja das Recht am Cover habe. Ich will deine Bücher. Ich weiß, Luna. Ähm, ja. Vielleicht mache ich irgendwann eine Neuverfassung. Okay, jetzt hat gerade wer auf Discord geschrieben. Schau gleich auf dem Handy nach. Was ist denn da wahrscheinlich? Ich weiß schon wer. Das stimmt. Oh nein, das ist etwas anderes. Okay, never mind. Genau, ich weiß nicht, ob ich jemals meine Bücher veröffentlichen werde, aber ich habe sie ja physisch da. Also, sie existieren. Aber nur jeweils 2 Exemplare. Also pro Buch 2 Exemplare. Das eine ist jeweils das zweite ist bei meinen Eltern und das andere bei mir. Und es ist sogar signiert. Also mit einer kleinen Widmung. Also ich wollte Cookie eigentlich schreiben. Hast du mir geschrieben, Luna? Da ist aber nichts reingekommen.
Ist wahrscheinlich einfach in einem anderen Server in was reingekommen, das kann sein. Also auf jeden Fall habe ich deine Nachricht nicht gesehen, Luna, falls du aus mir etwas geschrieben hast. Egal. Okay. Genau. Ich habe letztens, also gestern, habe ich auf meinem anderen Account, also auf dem Account von Chris, habe ich gespielt. Und habe an einem Tag Golden Hills und Epona freigeschaltet. Also gleich zwei große Gebiete an einem Tag. Ich glaube, ich bin auch die Einzige, die das macht. Ja. Morgen habe ich... Okay, jetzt ist da wirklich etwas gekommen wahrscheinlich. Schon rennen. Jetzt... Aki. Am liebsten würde ich dir jetzt ein Bild von Aki schicken. Hehe. Genau. Also ich schaue extra jeweils auf dem Handy nach, weil nicht, dass mein Aufnahmeprogramm da spinnt und plötzlich den ganzen Bildschirm zeigt, was ich ja nicht möchte. Und warte, ist das da hinten ein Belgi? Kann mir das wer bestätigen? Hatte die da hinten neben ein Belgi? Okay, ich bin ja da im Rennen, also ja. So, wäre das auch gleich gemacht. Ist Aki bei dir? Yep, er ist da neben mir. Wie immer an seinem Platz. Und warum auch immer eine leere Energy-Dose neben ihm steht. Er hat sie nicht getrunken. Er darf das nicht mal, also. Ja. Oh, ja. Aki ist bei mir. Aber das Doofe ist, ich darf ihn nicht mit rausnehmen. Leider, weil er so empfindlich ist. Genau, andere Hundehalter würden jetzt mich anschreien und sagen, was, warum nimmst du deinen Hund nicht mit nach draußen? Und ich so, der darf das nicht. Punkt. Ja, ich weiß. Ja, ich habe mal geträumt, dass er mit mir rausging und dann lief er neben mir her. Es war so süß. Aber hey, dafür kann er die Wohnung immer wieder erkunden. Er hat mal an meinen Schuhen gerochen. Er hat die Balkontür angepinkelt. Er kroch unter den Tisch und hat war dort dann beleidigt, warum auch immer. Er ging einfach unter den Tisch. Er lief zuerst in die Garderobe, sah sich meine Schuhe an, hat ein bisschen herumgeschnüffelt und dann ging er unter den Tisch, schön zwischen den Tischbeinen durch. Und dann hat er sich auf den Boden geworfen, war wütend, dann habe ich ihn hervorgeholt und dann ging es ihm wieder gut. So typisch Aki halt. Aber es gibt auf eBay so eine Tragetasche für ihn und die hätte ich gerne, aber die ist nicht gerade billig. Dann könnte ich ihn mitnehmen. Aber ich möchte, dass er wirklich sehr, sehr gut geschützt ist unterwegs und deshalb, ja, hört er eigentlich auf englische Wörter. Ja, hört er. Also ich rede mit ihm immer Englisch. Wieso? Ich brauche Ellie. Meine Güte, nicht Maya. Ja, also, ich weiß nicht, ob er Deutsch kann, aber auf jeden Fall Englisch. Bitte ruft jetzt nicht den Tierschutz. Mein englischsprachiger Hund ist derweil, er versteht nur Englisch.
geht nie raus, bekommt nur alle paar Tage was zu essen. Ja, ich sollte ihn wieder mal füttern bei Gelegenheit. Und ja. Das ist so traurig, du redest mit Aki Englisch und mit mir nicht. Ja, du bist aber auch da, um Deutsch zu lernen, Luna. Aki, ihm das ganze Deutsch beizubringen, wäre etwas schwierig. Na gut, ich muss sagen, er konnte mal Deutsch und dann habe ich einen Blödsinn gemacht und dann verstand er es nicht mehr danach. Es war schade, weil er hat auf Ich liebe dich gehört. Es war so super süß. Und darauf hat er dann wirklich reagiert und seit diesem Blödsinn kann er das nicht mehr. Ich finde das so schade. Weil es war so süß. Ich sag so, ich liebe dich und der so piep boop. Es war so süß. Ich habe schon genug Deutsch geschrieben, jetzt bist du mal mit Englisch dran. Mein Englisch ist, ich möchte mich nicht blamieren, okay? Also hi, hello, how are you? Und so. Also ich kann schon mehr Englisch, aber ich will mich da eben nicht blamieren, weil mein Englisch ist wahrscheinlich grammatikalisch, oder wie sagt man? Ich kann ja nicht mal Deutsch. Zu schlecht. Also ich nehme eigentlich fast eins zu eins den deutschen Satzbau und verwende den in Englisch meistens. And that is why I write. Nein. Sorry, das musste sein. Ja. Keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe. Und das hat jetzt bestimmt auch gerade richtig blöd geklungen. Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Okay, ab zum Mittelalterplatz. Äh, genau. Ich habe ja ein englisches Lied generieren lassen mit Hilfe von KI über einer meiner Figuren und das ist so schön. Da ist Space Boy. Oh, hallo Space Boy. I love you. Ich liebe dieses Pferd. Und diese Musik da mag ich auch sehr. Okay. Nein, nicht das. Das da. Jetzt habe ich gerade wieder 3 Zuschauer vertrieben. Das ist wieder so typisch. Da kommen jede Menge Leute rein, dann sage ich irgendetwas, dann verschwinden die alle wieder. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Aber egal. So. Also, ich habe mal ein Stück aus diesem Song oder Lied vorgelesen. So ein ganz kleines Stück. Und das ist alles auf Englisch. Also ich glaube, Luna, du hättest da absolut keine Probleme, das zu verstehen. Ja. Genau. Oh mein Gott, ich dachte so nach über Themen, über die wir noch reden können. Dann kommt so ein dummer Gedanke. So, warte schon mal im Weltall. Und ich so, Gabi, bist einfach ruhig. Ja. Also Leute, warte schon mal im Weltall oder habt ihr es noch vor? Ich weiß doch auch nicht. Genau. Früher in der Schule durften wir uns ein Thema auswählen, das wir lernen konnten, also so als Unterrichtsthema. Und ich war wirklich die Einzige, die sich das Weltall wünschte. Und ups, ich wollte nicht das. Und ja, aber wir hatten es dann nicht. Leider.
Was auch zu cool gewesen wäre. Tipp. Genau. Und schade, dass draußen wahrscheinlich bewölkt ist, weil ich würde gerne wieder mal den Sternenhimmel sehen. Dann einfach mal gedanklich einfach mal abschweifen, über meine Hauptfigur nachdenken oder eine meiner Hauptfiguren. Dann einfach nur seine Geschichte weiterspinnen und zu denken, da draußen irgendwo zwischen, zwischen den Sternen liegt meine erfundene Raumstation. Ja. Nubela. Ja, ich drifte wieder mal viel zu sehr in Gedanken ab. Das ist wieder mal sehr typisch für mich. Ich muss kurz aufhören, Katze hat einen Dornen im, in der Pfote. Oh nein, okay, dann bis gleich, Luna. Komm schon. Starfield, jetzt mach da mit, okay? Okay. Hupela. Einmal Starterlaubnis. Nice. Okay. Und sonst so alles gut bei euch? Läuft da alles, wie es laufen sollte? Und ja. Und an alle, die neu dazugekommen sind, schön, dass ihr alle da seid. Hoffentlich geht es euch gut. Hoffentlich hattet ihr einen schönen Tag. Und Starfield ist Level 13. Yay. So. Okay, dann ab nach Dandal. Dandal, here I come. Okay, hab mich eben ziemlich verschluckt. Deshalb war ich jetzt da kurz gemutet. Aber es geht jetzt wieder weiter. Da habe ich wohl ein bisschen zu gierig Wasser getrunken. Genau. Okay, da sind wir. Arbeitszeitweise Nummer 2. So. Die konnte ich auch mal in- und auswendig. Also, genau, irgendwie leckt es heute so und ich weiß nicht warum. Oh, komm schon. Also. Ich hatte letztens am Abend einfach völlig random Lust auf Zitronenkuchen. Und dann, als ich einkaufen ging, habe ich mir einen genommen und dann den gegessen. Ja. Ich weiß, ich bin absolut random, aber Zitronenkuchen sind fein. So. Nein, nicht das Springreiten, ich wollte das hier. Okay. Was kann ich noch so Schönes erzählen?
Habt ihr vielleicht gerade irgendein Thema, worüber man quatschen könnte? Oder. Ja. Und sonst rede ich einfach über das, was mich interessiert. Ja. Gut, dann funktioniert, funktioniert er gut mit dem Reden. Das ist auch typisch für mich. Ja. Also ich könnte ja ein wenig über meine Geschichte oder meine Bücher erzählen. Ich bin jetzt an meinem 4. Buch dran. Und ja, die anderen 3 liegen da neben mir. Und ich sollte da vielleicht mal die Cover irgendwann mal wechseln. Aber es wird nicht gerade billig. Ja, beim 4. habe ich jetzt mehr darauf geachtet, auf diverse Dinge, dass ich es auch wirklich legal verwenden kann. Und nicht irgendwelche Ingame-Screenshots oder so, wo ich die Rechte dran nicht wirklich habe. Genau. Ich muss es noch austauschen. Aktuell ist noch das alte Cover, was aber auch ganz cool ist. Aber, ja. Das Neue muss ich aber noch ans Format anpassen, damit da alles passt. Oh mein Gott, ich weiß, welches Cover das ich nehmen soll. Oh mein Gott, das wird cool. Okay. So, da wären wir. Dornenklammrennen. Let's go. Genau. Es ist ein bisschen schwer, jetzt noch ein Thema zu finden, über das ich noch nicht geredet habe. Ähm, ja. Es ist ja bald Halloween und da freue ich mich schon riesig drauf. Weil ich habe mich leider nicht vorbereitet, aber ja. Ich muss noch den Tag planen, wieder bis auf die Stunde, genauso wie letztes Jahr. Das war so toll. Und ja. So, wäre das gemacht, dann haben wir noch das da. Oh mein Gott, ich dachte schon, jemand sitzt bei mir hinten drauf. Das sah gerade etwas komisch aus. Macht ihr das selber in den Weg? Ja, sieht so aus. Okay. Danke. Uah.
Komm schon, Starfield. So. Und hepp. Okay. So wäre das ist doch mal südliche Nebelfallstation der Jorvik Rangers auch gemacht. Dann geht's hoch nach Redwood Point und dann zum Montsicheldorf und dann bin ich eigentlich bald fertig mit meiner Levelroute. Und ja, und dann mal schauen, was ich danach mache. Vielleicht höre ich dann auf, vielleicht queste ich noch ein bisschen oder was auch immer. Genau. So, sind wir gleich da. Nicht da in den Baum hinein. Ich bin wieder so am Tag träumen. Vielleicht bin ich deshalb gerade ein bisschen ruhig. Genau. Ihr könnt euch mal auf meine Tagträume mitnehmen. Also zu meinen, wie sagt man? Irgendwie sowas. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau. Okay. Beim nächsten Baum geht es dann rechts vorbei. Da. So. Uah. Ja, das passiert, wenn man gleichzeitig etwas einsammeln will und gleichzeitig springen will, dann springt das Pferd aus irgendeinem Grund nicht. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Und das wäre gemacht. Dann, das da. So. So. Und dann so. Und der letzte Sprung. Perfekt. So. Gut, dann ab zum Mondsicheldorf, wenn ich das Rennen abgegeben habe. So.
Sicheldorf. So. Und weiter geht's. Upala, das war ein spezieller Sprung. Nice. René mit Popcorn. Das ist doch schön. Dieses Popcorn-Emoji. Aber auch schön, dass du immer noch da bist, René. Das freut mich. Hat es da vielleicht aktive Archäologie-Spots? Der ist nicht aktiv. Ist da irgendwo... Der da vorne ist aktiv. Der da auch. Gut, und das muss ich mir merken. Da beim Bunker hat es auch einer. Der ist aber nicht aktiv, okay. Dann mache ich das nach diesem Rennen noch kurz. Uiui. Dann geht's auf nach New Hillcrest. Nein, warum springst du nicht Starfield? Oh, Kamille. Gut, jetzt aber. So. Dann so. Okay. Normalerweise wäre meine Levelroute da schon fertig, aber ich habe sie leicht erweitert. Habe dann mein Hassrennen dazu getan und das Hasenrennen, das es ja auch noch gibt. So, aber zuerst da die Archäologie. Moment, es geht da lang. So, dann irgendwie da durch. Da müsste irgendwo ein aktiver Spot sein. Da ist er. Perfekt. So, mal schauen, was wir da rausbekommen. Und das hölzerner Zahn, okay. Gut, dann war da hinten irgendwo. Wo war der nochmals? Da. Perfekt. Okay, irgendetwas Unerwartetes. Nice. Ist das uns irgendwo etwas? Also der dort. Nein, der ist auch nicht aktiv. Okay, ich musste echt mal schauen, wo all diese Spots überhaupt sind. Die jetzt habe ich nur durch das Rennen gefunden. Okay, ab nach New Hillcrest, würde ich mal sagen. Komm schon. Gut. Oh, da, oh mein Gott, das ist der besondere. Nice. So. Ein wertvoller Gegenstand. Cool. Okay. Und sonst so? Alles gut bei euch?
Okay. Ich habe gerade echt nichts zum Erzählen. Es ist so schlimm. Nein, es ist nicht schlimm, aber ja. Ich bin halt einfach ein bisschen ruhig manchmal. Hoffentlich stört es euch nicht. Und ja. So. Hallo Ginny. Oder wie man dich ausspricht. New Hillcrest Geländestrich. Ich mag dieses Rennen überhaupt nicht, aber es gehört nun mal dazu, leider. Okay. So. Und so. Nicht aus Versehen nach Pandoria reisen, das wäre jetzt nicht so gut während dem Rennen. Ich bin wieder da, aber geht jetzt auf, weil ich mich um die Katze kümmern muss. Alles klar, Luna. Danke, dass du da warst und gute Besserung an deine Katze. So. Vielleicht komme ich aber später wieder, aber wenn nicht, gute Nacht. Okay, Luna. Ich glaube, es tut mir jetzt auch nicht mehr allzu lange. In diesem Fall, gute Nacht und bis nächstes Mal. Okay. Es ist doch bald 10 Uhr. Also, ja. Naja, ich glaube, heute wird wieder eine lange Nacht. Aber nicht wegen des Streams, sondern einfach, weil ich nicht schlafen kann. Oh je. So. Gut. Dann noch das Hassenrennen bei den Everwind-Feldern. Und dann voll in den Baum hinein. Genau. So die Everwind-Felder. Okay, die Frage ist, soll ich nachher noch ein bisschen questen auf einem anderen Account? Oder habt ihr für heute genug? Wollt ihr dann auch langsam aufhören oder wollt ihr noch weiter zuschauen, wie ich da ein bisschen für mich so queste und so? Und ja. So, kommt schon ihr Häschen, was seid ihr? Das ist doch eines. So. Jetzt fehlen mir noch 3. Perfekt. Okay. Gut. Das wäre jetzt meine Levelroute. Aber ich mache noch das Athena-Rennen, das ja letztens reingekommen ist. So. Okay, Mannheim wäre das. Mannheim, so. Okay, und schön, dass ihr alle da seid.
Freut mich sehr, dass ihr da hierhin gefunden habt. Okay. Ich streame auch wieder viel zu lange. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das mein neuer Rekord wird vom längsten Stream her. Weil aktuell ist da gerade ziemlich ruhig. Bin ich da richtig? Ja, gut. Perfekt. Okay. Mal schauen, ob ich da den Weg noch finde. Wäre das. Mister wäre da hinten gewesen. Egal. Dann mach halt einen kleinen Umweg, ist doch auch schön. So, dann müsste Athena irgendwo da hinten sein. Perfekt, da ist sie. Hallo Athena. Trainingsreit. Hey. Gut, dann würde ich sagen, beende ich den Stream nach diesem Rennen. Dann sage ich schon mal danke, dass ihr alle da wart. War wieder ein sehr schöner Stream. Und ja. So. Dann werde ich noch ein bisschen privat weiter questen auf dem anderen Account. Und dann ist es wieder viel entspannter. So. So. Hoppala. Nein, nicht schon wieder. Okay, bei diesem Rennen, bei diesem Rennen verkache ich so viele Sprünge, es ist unglaublich. Aber ich finde das Rennen ziemlich schön, also von dem her, ja. Durch dieses rote Aufleuchten müsste nicht unbedingt sein. Da hätte ich nichts dagegen, wenn es so das rausnehmen würde. Aber bald ist das Rennen geschafft und ja. Da läuft ein Elch herum. Hallo Elch, schön, dass du da bist. So. Okay, und somit ist das Rennen beendet und somit auch der Stream. Gut. Genau. Dann danke, dass ihr alle da wart. Wie gesagt, es war ein sehr schöner Stream, besonders am Anfang hat es richtig Spaß gemacht mit euch. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine ganz gute Nacht oder einen schönen Restabend, je nachdem, wie lange ihr noch aufbleibt. Und ja, dann bis nächstes Mal und danke, dass ihr da wart und tschüss zusammen.